Was geht ab, Freunde? John Talk, neue Folge. Diesmal mit Dr. Herrn Martin Greve. Er ist Musikethnologe und Musikwissenschaftler, lebt seit Jahren schon in der Türkei und hat sehr viele umfangreiche Forschungen über die Musik im Alevitentum gemacht. Und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch gewesen, weil er auch eine sehr interessante Persönlichkeit ist. Der ist schon wirklich seit den 80ern, 90ern, hat er sich schon mit den Aleviten beschäftigt und hat auch entsprechend auch viel zu erzählen gehabt. Ich will auch ehrlich gesagt nicht so viel reden. Ich will auch dann direkt weiterschalten zum Video. Was ich noch gerne kurz sagen möchte ist, an dieser Stelle will ich mich auch bei meinem Onkel bedanken. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, das Video in seinem Café zu drehen, Café Dest in Berlin-Wedding. Also falls ihr mal in Wedding unterwegs seid, schaut mal gerne bei ihm im Café vorbei und könnt da Kuchen essen, Kaffee trinken. Die Kuchen sind übrigens von seiner Frau, also von meiner Jenge selbst gemacht. Also geht da hin und genießt es einfach. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke, dass du gekommen bist und dir die Zeit für uns genommen hast. Ich danke für die Einladung. Stell dich mal ein bisschen vor. Okay, also ich heiße Martin Greve. Ich bin Musikwissenschaftler. Ich lebe jetzt inzwischen in Beirut, aber eigentlich habe ich so die letzten 16 Jahre in Istanbul gewohnt. Komme ursprünglich aus Berlin und habe Musikethnologie studiert und Sinologie, also Chinesisch, und Musikwissenschaft. Und habe noch bis zum Master eben mich mit chinesischer Musik beschäftigt. Und dann war das irgendwie zu weit weg und nicht so meine Welt. Und meine Nachbarn waren alles, waren eigentlich kurdische Aleviten, glaube ich, heute. Damals hatte ich keine Ahnung. Mhm. Und mit den Kindern habe ich mich angefreundet. Und dann hat mich die eine Familie, die sind dann zurückgegangen, 84, und die haben mich dann eingeladen, komm uns doch besuchen. Aber das war nur so, glaube ich, die haben es so gesagt. Mhm. Aber ich habe Deutsch gedacht, dachte, die haben mich eingeladen, dann muss ich kommen. Und dann bin ich hingefahren. 84 war das erste Mal in der Türkei. In Istanbul oder wo warst du dann? Eigentlich, also lange Geschichte, ich war eigentlich davor in St. Petersburg. Mhm. Mein Vater hatte mich eingeladen, dann bin ich über Moskau, Baku und bin also die erste türkische Stadt, die ich gesehen habe, war Kars. Ich bin vom Osten nach Kars eingereist und war erstmal geschockt. Also nach Baku war Kars für mich so Zentralasien und da gab's nichts und es war völlig schockiert. Das ist Türkei. Und dann bin ich weiter beim Zug und habe dann im Zug Leute kennengelernt, die haben mich zu einer Hochzeit eingeladen in Kayseri. Dann war ich in Kayseri und danach bin ich nach Marmaris gefahren. Und in Marmaris habe ich einen Kulturschock gekriegt, weil Kars und Marmaris, das hatte nichts gemeinsam. Das war so völlig verschiedene Länder. So. 84 hast du gesagt, ne? 84, genau. Und dann war man auch die Modernität ganz anders. Also das dann Marmaris dann viel, viel moderner war, oder nicht? Total modern und reiche Istanbuler Yachten und so. Es war super Luxus und so. Und voll entspannt, modern und so, also das Gegenteil von Kars. Und dann war ich noch irgendwie in Izmir, dann in Istanbul und dann von da aus bin ich dann zurück. Und das fand ich, und die Familie habe ich natürlich auch noch besucht, in Gölcük. Und das war total interessant für mich, so dieses Land fand ich so widersprüchlich und so eigenartig und habe das überhaupt nichts verstanden und so. Und dann habe ich damals in Berlin Musikethnologie studiert und habe da gab es auch Seminare über türkische Musik, weil der frühere Prof da an dem Institut war Kurt Reinhardt, der Pionier für türkische Musikforschung. Den habe ich nicht mehr erlebt, aber seine Frau hat da ab und zu noch unterrichtet und seine Schüler und so. Und dann habe ich da Seminar über türkische Musik gehört und dann haben wir auch so alte Osmanlı Musik, also Hafiz Burhan und sowas gehört. Und von meinen Nachbarnkindern, da wo ich gewohnt habe, die haben mir meine erste Kassette geschenkt, oder zwei Kassetten. Das eine war Küçük Emrah und das andere war Ajda Pekkan. Und Ajda Pekkan, da stand drauf Sanatmusik. Und dann habe ich ja so im Wörterbuch übersetzt, das ist Kunstmusik. Und dann habe ich Hafiz Burhan, Ajda Pekkan, das soll jetzt das Gleiche sein irgendwie? Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Und dann dachte ich, okay, das ist interessant. Also chinesische Musik ist vielleicht nicht so ganz meine Welt. Türkisch ist viel näher. Das ist schon mal die gleiche Schrift. Die Leute wohnen nebenan und man kommt da schnell hin. Und dachte ich, total komisches Land, ist gut, das mache ich jetzt. Und dann habe ich irgendwie, seitdem beschäftige ich mich mit Musik der Türkei. Und ich hatte eine Stelle an der TU Berlin eine Zeit lang und habe dann in Rotterdam unterrichtet, an der Weltmusikakademie. Da gab es dann eine Abteilung für türkische Musik, darüber können wir vielleicht noch sprechen. Die habe ich dann koordiniert und mit aufgebaut, also neu aufgebaut. Und dann 2008 bin ich nach Istanbul gezogen. Das war so ein alter Traum, wollte ich eigentlich schon immer. Und ich habe das schon immer gesagt, keiner hat es mehr ernst genommen. Dann irgendwann habe ich es dann doch gemacht. Wo hast du da gelebt? In welchem Bezirk? In Beyoğlu. Und
ich bin halt Großstadtmensch, kam halt aus Berlin so, deswegen dachte ich irgendwie erstmal im Zentrum. Und dann habe ich nach einer Weile gemerkt, meine Türkei ist eigentlich ganz anders. Also ich habe die Aleviten vermisst, weil also hier in Berlin also meine ganzen Freunde waren Aleviten und hier vom Cemevi, das ist da gleich da vorne um die Ecke. Und die Leute waren aus Sivas Koçgiri, aus Erzincan, aus Dersim oder aus Varto, alle. Und in Beyoğlu gab es die Leute nicht. Ja, das war irgendwie eine völlig andere Welt, eine ganz andere Türkei für mich und ich habe die vermisst so. Und dann bin ich das erste Mal 2010, 11 oder so von Sivas im Auto nach Elbistan, nach Malatya, Elazığ, Dersim, Varto so. Und bin da überall rumgefahren, um endlich mal die Orte zu sehen, die ich nur dem Namen nach kannte, wo ich die Leute von kannte. Und das war meine erste Begegnung dann mit der Region und auch mit Dersim und so. Und da, also vor allem Dersim habe ich sofort, also ich bin dann von Elazığ mit der Fähre rübergefahren. Das hatte ich in irgendeinem Film mal gesehen, diese Kulisse, wo dahinter diese Berge von Dersim anfangen. Das wollte ich unbedingt auch haben. Ist auch sehr bekannt, auch diese Filmkulisse, sag ich mal, diese Berge im Hintergrund. Genau. Und hast du dann, sag ich mal, privat bei Leuten zu Hause geschlafen, wo du Erste Mal nicht. Erste Mal kannte ich erstmal niemand, dachte ich. Ich bin dann da hingefahren und hatte sofort das Gefühl, ich bin hier zu Hause. Ich dachte, das kenne ich alles. So fühlte sich das an. Und dann bin ich danach, also nach Tunceli, Merkez gefahren. Und das kam mir so bekannt vor. Also Çarşı, dann so das war wie die Kreuzberger Cafés irgendwie für mich. Und dann ist mir eingefallen, ein früherer Student aus Rotterdam, das war Ahmet Aslan. Und dachte ich, der ist doch was von hier. Ruf ich den mal an, einfach mal probieren. Und der war auch da, zufällig. Und dann sind wir zu zweit ein bisschen rumgefahren. Und das war, und dann im nächsten Jahr, also ich war dann zwischendurch, ich bin dann öfters hingefahren und dann im Jahr darauf war ich dann beim Festival einmal da. Und da dachte ich schon, ich muss mal ein bisschen gucken, so mit Musikern reden. Und dann bin ich so an die Bühne gegangen und dachte, wie mache ich das jetzt? Musiker anquatschen, so, die haben alle Stress. Und dann kam schon, hey Martin, wie geht's dir? Ach, du bist auch aus Dersim? Hey Martin, was machst du denn? Und ich habe gerne gemerkt, ich kenne total viele Musiker aus Dersim. Ja. Ich hatte, bevor ich nach Istanbul gezogen bin, ein Buch geschrieben über die Musik der imaginären Türkei, über türkische Musik aus der Türkei in Deutschland. Und da habe ich also in ganz Deutschland Forschung gemacht und war eben ganz viel in alevitischen Vereinen. Und es gibt halt unheimlich viel Musik aus Dersim in Deutschland. Und ich kannte halt unheimlich viel und habe nicht richtig realisiert, dass sie alle aus Dersim waren. Und das ist mir dann da aufgefallen. So. Und dann habe ich halt ein großes Projekt gemacht, also was jetzt gerade fertig wird über Musik in Dersim. So seit 12 Jahren bin ich damit beschäftigt. Das heißt also, durch Berlin hast du dann quasi deine ersten Bekanntschaften gemacht und es war dann für dich auch nicht so wirklich fremd gewesen, sondern in Dersim auch unterwegs. Überhaupt nicht. Es war zum Beispiel, hier gibt es so ein Dersim Spor Cemiyeti. Ja. Und die haben jedes Jahr am 24. Dezember, also Weihnachten, haben die einen Konzertabend gemacht. Weil das ist ja für die Nicht-Christen, für die Türken, ist es ja irgendwie einfach nur ein paar freie Tage. Und da gab es halt immer dieses Konzert. Und ich war dann immer so am späten Nachmittag bei meinen Eltern so und dann Weihnachtsbaum und so. Und danach bin ich dann abgehauen und bin mit Freunden zu diesem Konzert gegangen. Jedes Jahr. Das war so mein Standardprogramm. Und das war für mich total normal. Also ich habe hier irgendwie nur unter Aleviten gelebt, eigentlich ganz lange. Meine ganzen Freunde waren so. Und das war so meine Welt. Sehr schön eigentlich, dass man so früh mit Aleviten in Kontakt kommt, weil bei den Deutschen war es, glaube ich, relativ spät, dass sie sich überhaupt das erstmal gehört haben. Es gibt sowas wie Aleviten oder aus Dersim, das kam ja auch wirklich relativ spät an. Wann hast du eigentlich den ersten? War bei mir auch so. Ich meine, am Anfang, ich weiß noch, wie ich das erste Mal im alevitischen Verein hier war. Das war nach Gazi, also nach Mademak und dann war Gazi. Und ich habe damals als Journalist gearbeitet ein bisschen. Und dann haben mich die gefragt, ja, müssen wir irgendwie eine Diskussion machen, so Kurden, Türken, diese Spannung, Alevi, Sunni, was ist denn das eigentlich? Du machst doch mal was mit Türkei, mach du mal. Und dann habe ich da irgendwie kontaktiert. Ich kannte so vom offenen Kanal, die hatten so ein Al-Jannar TV. Dann habe ich die irgendwie kontaktiert und die hieß, ich habe da angerufen, weiß nicht mehr genau. Und dann haben die gesagt, ich komm doch einfach dann und dann, da sind wir alle da. Dann bin ich da hingekommen und da war eine Jam. In welchem Jahr war das? Das war 95, glaube ich. 95, okay. Also nach Gazi. Gazi war ja 95 dann. Genau, es war so direkt in der Zeit danach. Und dann bin ich da hin und die waren total nett und ja, setz dich doch einfach vorne hin, hier Protokoll so. Und ich hatte keine Ahnung, was hier passiert. Ich hatte echt keine Ahnung. Setze mich da hin und dann war ein Jam und diese ganzen Lieder und ich fand das so, wow, so meditativ, diese ganze Atmosphäre, wenn alle gucken nur noch so verloren ins Nichts irgendwie und sind in ihren Gedanken und dann nur Musik, die ganze Zeit diese Lieder und ich war total beeindruckt. Das war mein erstes. War das Jam in Kreuzberg oder? Nein, das war hier, das Jam in Wedding damals noch, also im ersten Stock so fast versteckt, da waren die noch nicht so richtig offen.
Und das Kreuzberg, die Kirche haben sie dann viel später gekauft. Da haben wir dann eine Kirche gekauft und haben die dann zu einem Jam-Evi gemacht. Und das habe ich dann, da war ich dann schon, ich bin dann irgendwie immer mehr da gewesen und kannte dann Leute aus dem Vorstand und war ganz nah. Und als sie dann die Eröffnung gemacht hatten, war ich da auch im Organisationskomitee, da waren irgendwie so ein paar Leute. Und das ist zum Anfang dabei gewesen. Ja, irgendwie so schon. Sagen. Und das war irgendwie insofern, dann kam dann Otto Schily, sollte die Eröffnung mitmachen, der damalige Innenminister. Das war so ein richtig großes Ding. Und dann mussten wir uns irgendwas überlegen, weil offiziell, also sowas wie eine Eröffnungszeremonie von einem Jam-Evi gibt's irgendwie gar nicht. So, dann haben wir gedacht, wir müssen aber jetzt was machen. So, was machen wir denn da? Dann haben wir mit dem Dede gesprochen, der Zeynel Dede aus Laufenburg, da an der Schweizer Grenze. Der hat halt schon Jams auf Deutsch gemacht. So, und wir mussten ja, wenn deutsches Fernsehen, deutscher Innenminister kommt, mussten wir dann Deutsch machen. Und dann haben wir uns was überlegt, so wie wir jetzt schon eine traditionelle Zeremonie für Jam-Eröffnung machen. So. Und dann haben wir eben mit Zema, das ist immer gut und so. Und dann haben wir irgendwas zusammengebaut. Und ja, so ist es dann eröffnet worden. Und dann haben die aber noch später umgebaut. Und es ist ja richtig toll geworden jetzt. Richtig gut. Das klingt ganz gut eigentlich. Was hat dich aber überhaupt, sag ich mal, motiviert, erstmal überhaupt Musikwissenschaften zu studieren? Gute Frage. Ich wusste am Anfang gar nicht, was ich machen wollte. Ich wollte irgendwie mal Musik machen eigentlich, war auch mal Musiker und ich habe alles Mögliche. Ich wollte eigentlich Barockmusik, Renaissance-Musik wollte ich machen. Und aber irgendwie war das doch nicht so mein Ding. Also ich habe alle möglichen Instrumente mal gespielt, von Klavier und eben Oboe mal ein bisschen, Trompete mal ein bisschen so, aber dann habe ich schnell wieder aufgehört. Und ich glaube, der Anfang war, irgendjemand hat mir mal erzählt, dass Brahms seine Symphonien rückwärts komponiert. So von hinten anfängt, den Schluss und dann vorher. Also keine Ahnung, ob da irgendwas dran ist, aber ich fand die Idee irgendwie interessant, dass man so Musik eigentlich so andersrum konzipiert, als man sie dann später hört. Und dann dachte ich, fange ich mal an. Und dann 82, also noch bevor ich in der Türkei war, da war ich 19, ja, also total jung, war ich in China. Und ich habe ja eben, ich habe nur gehört, China war damals noch verschlossen, aber man konnte da hinfahren als Student, über den DAAD gefördert, wenn man dann einen Sprachkurs macht. Und das habe ich mit einer Freundin gemacht und wir sind dann mit der Eisenbahn sogar da hingefahren. Eisenbahn? Mit der Eisenbahn. Von Deutschland aus? Ja, von Moskau aus. Nach Moskau sind wir geflogen, dann und zu. Und dann haben wir da irgendwie Sprachkurs gemacht, habe ich halt Chinesisch gemacht so. Und da gab es dann ein Programm für diese deutschen Studierenden und so. Und da sind wir dann zum Beispiel in eine Peking-Oper-Vorstellung gegangen. Und das hat mich total umgehauen. Also das war so irre. Und also alle im Kurs sind gelangweilt rausgegangen, so, was ist das hier? Und ich fand es völlig beeindruckend und bin dann in alle möglichen Konzerte gegangen, so mit traditioneller chinesischer Musik, Musikläden gefunden, habe mir ein Instrument gekauft und so. Und dann kam ich zurück und dachte, okay, ich weiß, was ich will. Ich will jetzt so eine Musik, die ich erstmal nicht verstehe, die will ich verstehen lernen. Und so fing es an. Und dann habe ich eben Musikethnologie richtig gemacht und habe dann, seit ich da zurückkam, war alles klar. Und seitdem war auch klar, als ich aus China zurückkam, war meine deutsche Welt kaputt irgendwie. Nichts war mehr normal. Also man kann Tee aus Tassen trinken oder aus oder aus diesem Chai-Bardak oder alles kann anders sein, als ich es gewöhnt bin so. Also das ist so diese erste interkulturelle Schockerfahrung. Und seitdem, also es kann alles sein, dann bin ich offener gewesen. Und habe dann eben alles mögliche, Musikethnologie macht man eben alles mögliche, Musik in Tibet, Musik in Afrika, Musik in was weiß ich. Hast du das in Berlin studiert? Oder wo? In Berlin. Okay. Das gibt's als eigenes Studium, gab's damals eigentlich nur in Berlin oder als Teil in Köln, aber inzwischen gibt's das öfters. Und eben mit Musikwissenschaft, also europäische Musik, das hat mich aber dann immer weniger interessiert. Und Sinologie, das habe ich dann bis zum Magister, also heute Master gemacht und dann habe ich aufgehört. Hatte dann einen Job eben an der TU Berlin als Arştırma-Görevlisi. Wie heißt das auf Deutsch nochmal? Assistent oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, genau. Und habe dann da unterrichtet so. Und währenddessen halt dann angefangen in der Türkei zu forschen über Klassik Türk Musik. Eigentlich mein erstes Thema war die klassische türkische Musik. Und erst danach, so am Ende davon, hat mich irgendjemand gefragt, kannst du nicht was schreiben über Musik aus der Türkei in Berlin? Und dann habe ich angefangen, in Berlin mal zu gucken und habe gemerkt, hier ist ja alles komisch, das verstehe ich überhaupt nicht. Dann gibt's irgendwie so einen Yunus Emre Derneğ und dann weißt du, also als Deutscher erstmal überhaupt nicht, was ist denn das? Sind das jetzt, wollen die Dichtungen? War das in den 80ern gewesen dann? 90ern. Oder ist das irgendwie irgendwelche Rechtsextremen oder sind das irgendwelche, also man weiß gar nichts. So bei vielen Vereinen weißt du nichts. Und viele sind ja auch einfach nur eine Teestube, ja, da steht Verein dran, aber ist gar nichts. Und da habe ich bin einfach überall rein.
Und dabei habe ich dann angefangen, also besser Türkisch zu lernen, weil dann musst du halt Türkisch sprechen mit den Leuten. Und in Berlin habe ich das dann eine Weile gemacht und habe dann der Ausländerbeauftragten, damals hieß das noch so, vorgeschlagen. Hier türkische Musik gibt es in Berlin total viel und von den Deutschen weiß niemand was davon. Das ist Parallelwelt. Also in den 90er Jahren war das so. Und dann meinte die, super, schreib so ein Heft. Und dann habe ich so ein 100 Seiten Kitabçık, so eine Broschüre geschrieben. Und dafür habe ich tierisch viel recherchiert. Also ich bin wirklich in alle Vereine gegangen, in alle Konzerte, also von Grauen Wölfen bis, also wirklich überall hin. So ziemlich vielfältig quasi. Genau, um erstmal zu verstehen. Also ich komme von außen, ja, das ist irgendwie naiv. Ich war halt auch Orientalist und alles. Aber irgendwie hat es auch einen Vorteil, dass du guckst mal wirklich, also was ist denn da so? Also wenn, zum Beispiel bei den Grauen Wölfen, die singen die gleichen Lieder wie Aleviten. Das ist absurd, ja. Die singen Aşık Veysel. Die haben dann eine andere Bedeutung, aber es sind wirklich die gleichen Dinge. Hä, das habe ich doch schon mal gehört. Also gab es aber wirklich auch Parallelen zwischen den verschiedenen Vereinen, auch politischen Ausrichtungen dann auch. Genau. Und dann gab es viele, die eben gar nicht politisch waren, sondern einfach Musik machen wollten. In der Zeit kamen so die ersten privaten türkischen Musikschulen in Deutschland. Und da bin ich halt irgendwie hingegangen und war dann einfach immer mehr so, bin dann selbst so eine komische Mischfigur geworden. Ja? Also meine ganzen Freunde waren türkisch, ich hatte immer weniger Deutsche und war halt in diese ganzen Musiker, mit denen war ich halt befreundet. Das war jetzt nicht mehr Forschung, sondern das war halt mein Leben. Ich bin in Konzerte gegangen, weil ich es mag. Also, und habe dann auch Bağlama-Unterricht gehabt bei Sıdık Doğan, Herrn Hoxha. Kennt man den aus Berlin, den Hoxha? Die Berliner kennen den, klar. Der hat dann hier beim türkischen Fernsehen immer regelmäßig Programme gemacht und so. Der war sehr, sehr bekannt. Gab noch andere, ja. Also es gab eine Menge. Ich bin halt bei ihm gewesen und das war echt gut. Und habe dann auch bei TD1 und wie hieß das, bei Live-Konzerten mal mitgespielt oder Konzerte mitgemacht und so. Das war echt interessante Erfahrung, wo wir dann also erst auf der Bühne erfahren, was wir jetzt als nächstes spielen. Also kommst du auf die Bühne und der dreht sich um, wir singen jetzt das und das und los, so. Und so. Und also kannte dann die ganzen Leute da im Chor und so. Und es war halt irgendwie meine Welt. Und eben von da aus bin ich dann nach Istanbul. Und dann war irgendwie auf einmal alles anders, weil dann auf einmal hast du eine türkische Großstadt. Hast du mit Ahmet Aslan zusammen studiert? Weil es gerade vorhin so erwähnt hast. Ahmet Aslan? Ja. Der hat bei mir studiert, also jetzt bei mir nicht Jazzunterricht oder Musikunterricht gehabt, sondern ich war in Rotterdam damals Leiter von diesem Studiengang oder Koordinator von diesem Studiengang mit Kemal Dinç zusammen. Und da hat sich dann Ahmet beworben und wir waren da war der schon ziemlich bekannt. Und dann ist der bei uns Student geworden und das war der beste Student ever, muss man sagen. Der war super diszipliniert, der hat immer geprobt, der hat Englisch gelernt, also richtig, der hatte immer Englisch wie Lehrmaterial dabei, der hat immer, also entweder ein Sass in der Hand gehabt oder hat irgendwie so Trockenübungen gemacht. Ein ganz fleißiger Student gewesen. Ja, der war echt, wir waren also super happy, dass so ein bekannter Musiker bei uns sich bewirbt und dann, dass der so gut war, also richtig alle Hausaufgaben gemacht, diszipliniert, klar im Kopf und so. Also war wirklich toll, auch ein netter Typ, wirklich ein sehr, sehr netter, feiner Mensch. Gab es auch andere, sag ich mal, bekannte Musiker? Nee, das nicht, also Bekannte nicht. Ich hoffe, die werden alle noch bekannt, aber nee, es waren eine Menge echt gute Leute da. Also wir hatten echt tolle Studenten, das hat Spaß gemacht. Und wir haben also Rotterdam, das hatte vorher schon mal eröffnet und da gab es irgendwie 1000 Probleme. Das war Talip Özkan, war der Lehrer gewesen, der hat dann aufgehört. Und dann wollten die das neu gründen. Und dann kam Kemal Dinç als Lehrer dazu und das war ein Glücksfall. Super klarer, organisierter Lehrer, war sehr, sehr gut. Wir hatten erst nur Bağlama als Studiengang und das waren dann nur Männer. Und das war echt schwierig. Das ist irgendwie eine komische Welt, wenn nur Männer da sind. Und dann haben wir irgendwann Gesangsunterricht dazu, also als Nebenfach oder Hauptfach Gesang dazu genommen. Und dann kamen Frauen, haben sich beworben und dann wurde alles anders. Und das war ein großes Glück für uns. Die waren klar und organisiert. Dann kam also die Esra, die wurde dann Sprecherin oder de facto Sprecherin. Die hat dann irgendwie sich beschwert und über die Lehrer beschwert und die Studienordnung stimmt nicht und so. Und ich dachte, na endlich macht mal jemand Mund auf. So, das ist gut, wir brauchen so eine Leute und so. Und es wurde irgendwie normale Welt irgendwie. In der normalen Welt gibt's Männer und Frauen. Wenn da nur Männer sind, das ist irgendwie so kumpelmäßig. Das ist nicht gut. Ja. Also das war wirklich gut, wobei Gesangsunterricht viel schwerer war, weil wir keine guten Gesangslehrer hatten. Also Rotterdam war das ein halt, Privatinstitut eigentlich? Nee, also ja, letztlich privat, aber halb staatlich. Also die haben staatliches Geld bekommen. In Rotterdam ist das System, also in Holland ist das System ein bisschen anders. Also Holland war im Grunde, also Rotterdam, da gab es halt schon eine Weltmusikakademie. Die hatten Flamenco, indische Musik und was hatten die noch? Latin American Musik und so.
Und dann, die wollten halt irgendwie auch von Menschen, die da leben, weil Lateinamerikaner gibt's nicht so viel eigentlich in Europa, sondern es ist mehr so in der Weltmusik halt das große Ding. Ja. Und deswegen dachten die, also die größten Minderheiten hier sind Menschen aus der Türkei, also machen wir sowas. Und das wurde dann immer größer, das Programm. Also es hat dann funktioniert, dann kam kurz die Ergüner dazu, dann haben wir eben Sanatmusik auch gehabt. Und so, also das wurde gut, aber Holland ist eigentlich klein, ist letztlich ein kleines Land, Rotterdam ist eine kleine Stadt. Und sowas müsste man eigentlich mehr im Ruhrgebiet machen, denke ich, wo wirklich viele Leute sind, auch richtig eine große Weltmusikszene und so. Ist halt schwierig, ich war damals dann oft in Konservatorien in der Türkei, an der ITÜ vor allem, und habe da versucht zu verstehen, wie die unterrichten und habe dann gemerkt, für die ist es teilweise auch neu, also so viel älter sind Konservatorien da auch nicht mit türkischer Musik, aus den 70er Jahren letztlich, weil also ich meine, es gibt natürlich in der Sanatmusik dieses Meşk-System, aber das ist nicht wie im Konservatorium. In der Meşk lernst du alles von einem Lehrer zusammen als Ganzes. Du lernst, du imitierst, spielst genau wie der oder die, also der meistens, und lernst aber Repertoire, Makam, Theorie, Ästhetik, Verhalten, also alles zusammen. Und an einem europäischen Konservatorium hast du erstmal eine Stunde lang, Instrumental-Spieltechnik, eine Stunde Musiktheorie, eine Stunde Musikgeschichte, so. Und das ist irgendwie anders gedacht und das ist irgendwie schwierig. Und bei Halkmusik also bei Volksmusik gab's in der Türkei ja auch nie Unterricht. Das ist halt, entweder du bist halt beim Usta, also beim, wenn du jetzt Aşık-Tradition nimmst oder sowas, dann kann man bei einem Meister lernen und dann trägt man dem auch die Saz hinterher und lebt mit dem und lernt dabei. Oder man lernt gar nichts, sondern man hat keinen Unterricht, sondern man hört halt und macht so sein eigenes Ding. Und das auf einmal in Konservatorium-Ausbildung umzuwandeln, war sehr schwierig. Und habe gemerkt, im ITÜ ist es genauso schwierig. Also es gibt keine richtige Gesangsausbildung, es gibt keine Theorie von Gesangstechnik eigentlich. Und also manche Und dann machen auch komplett neu erschaffen dann zu der Zeit. Genau, also jeder versucht was Eigenes. Manche versuchen dann so wie Ruhi Su, dass man also dann versucht, also mit europäischer Operntechnik irgendwie zu singen. Also Ruhi Su ist toll natürlich. Aber es ist nicht die traditionelle Technik. Da brauchst du Gırtlak und du brauchst diese Intonation mit den Kommas, mit den sogenannten und so. Und wie unterrichtet man das eigentlich? Wie soll man das theoretisch erklären? Gibt's nicht. Und also inzwischen gibt's mehr. Und inzwischen ist man mehr dabei, dass man so historische Aufnahmen, so wie die ältesten Aufnahmen sich anhört, weil in jeder Region gibt's andere Stile. Und dazu kommen wir gleich noch. Genau, und das ist sowieso neu, also für auch die Musiker, die dann studieren oder Musikerinnen, die dann, also in der Türkei früher, wenn du aus Dersim warst, hast du ein Repertoire aus Dersim gesungen und das war's. Und heute wird erwartet, dass du aber auch ein bisschen Ege-Repertoire kennst und dann so ein bisschen Karadeniz und dann Konya-Tarzı und also alles eigentlich lernst. Und das ist was Neues, das ist schwierig. Aber an sich was Gutes eigentlich, wenn man so überlegt, dass man halt seinen Horizont dadurch erweitern kann, wenn man von eben etwas man lernt oder weiß, wie es da gespielt wird. Ja, das ist also die Entwicklung heute. Also die Musik ist heute in der Türkei nicht mehr traditionell. Also traditionelle Musik, sowas gibt's eigentlich nicht mehr, sondern es hat sich weiterentwickelt und eigentlich ist es immer mehr erweitert worden. Das Repertoire ist heute also von guten Saz-Spielern, die spielen aus aller Regionen Stücke, die spielen alle möglichen Stimmungen, die spielen kleine Instrumente, große Instrumente, Bass-Bağlama und so. Es ist immer mehr erweitert worden und das Niveau ist unglaublich groß geworden. Und man ist jetzt in der absurden Situation, dass man sagen muss, Aşık Veysel würde heute die Aufnahmeprüfung nicht mehr bestehen, also weil er blind war, ja auch schon keine Noten lesen kann. Aber selbst wenn er das noch irgendwie könnte, sein Stil, wie er spielt, wie er singt, ist für heutige Ansprüche nicht mehr gut genug. Aber in der Abschlussprüfung am Konservatorium singen die dann Lieder von Aşık Veysel. Ja, das ist irgendwie absurd. Passt irgendwie nicht. Das ist irgendwie absurd. So. Ganz kurz eine Frage vorhin, was du gesagt hast, in den 90er Jahren, wo du in den ganzen türkischen Verein gegangen bist, wurde eigentlich zu der Zeit auch kurdische Musik gespielt oder Musik in Sasaki gespielt? Ja, oder rein türkische Musik nur? Nee, das gab's immer. Also wenn ich jetzt türkisch sage, also türkische Musik in Deutschland, dann eigentlich meine ich Musik aus der Türkei. Und das impliziert alle möglichen anderen Sprachen, ganz klar. Kurdische Vereine gab's hier natürlich immer, im Grunde ja mehr als in der Türkei. Die waren dann schon verboten, weil das war also alles irgendwie PKK und Separatismus und sowas gab's ja gar nicht kurdisch und so. Damals war das ja noch viel strikter eigentlich als heute. Und hier gab's diverse kurdische Vereine und die haben dann auch Musik gemacht. Und also ich war auch bei kurdischen Veranstaltungen damals einfach auch, keine Ahnung, was da kommt, mal hingehen so. Und da gab's stundenlang Konzerte, klar, gab's auch. Sasaki, also Kirmanski, das war viel weniger. Viel weniger. Also man ist ja heute noch so, Kurmanji-Sprecher sind einfach viel mehr. Da sind ja dann auch aus dem Irak, aus dem Iran und so.
Das fing in der Zeit an. Also in der Zeit gab es dann irgendwann die Dersim Cemiyeti wurde gegründet, die Dersim-Gemeinde. Das war hier in Berlin im Haus der Kultur in der Welt und in der Kongresshalle damals. Gab es die Gründungsveranstaltung. In welchem Jahr das war? Auch so, ich glaube 96 ungefähr. Okay. Hab's nicht mehr genau im Kopf. Und es war, ich kannte den Veranstalter, Kemal Karabulut. Der hatte früher schon auch, ja. von diesem Dersim Sport Cemiyeti. Ja. Also das war ein feiner Typ, ja, also ist immer noch ein feiner Typ. Und der hat einfach immer schon Konzerte gemacht, also große Veranstaltungen und richtig toll, professionell gemacht. Auch mit saudischer Musik auch dann. Nicht nur, aber auch. Der hat auch Arif Sa in die Philharmonie gebracht und so. Der hat, war der das? Oder Adil Arslan war das? Aber der hat wirklich große Konzerte organisiert und also richtig tolle Sachen gemacht. Und dann hat der gesagt, der hat mir dann Bescheid gegeben, wir gründen hier so einen Verein und wir sind von allen Seiten unter Druck. Die Aleviten beschweren sich, ihr spaltet die Aleviten und die Kurden beschweren sich, ihr spaltet die Kurden und der türkische Staat ist sowieso gegen uns und wir machen es aber jetzt. Also man hat auch Probleme mit den eigenen Leuten auch bekommen dadurch. Mit den allen möglichen Leuten. Also das war wirklich schwierig. Und dann war ich da bei dem Konzert und es war knallevoll, also ein Riesensaal, knallevoll und 6 Stunden Konzert. Also das war, wow, was ist denn das hier? Und also in der Zeit ungefähr habe ich von Dersim das erste Mal gehört. Und in der Zeit habe ich dann auch über irgendwelche Freunde gehört, ja, hier gibt's noch einen, der über Musik forscht und der heißt Kemal Kahraman. Und von dem hatte ich natürlich, Ferfecir war schon erschienen. Also das muss irgendwie kurz nach Ferfecir gewesen sein, weil das war so das legendäre Album. Jeder kannte das. Und dann habe ich den irgendwann getroffen. Und das war eine irre Begegnung. Der war noch nicht so lange in Deutschland und der hatte ja irgendwie Schwierigkeiten mit seinem Aufenthaltsstatus am Anfang und war jetzt endlich richtig angekommen. Und dann kam er in den 90ern nach Deutschland. Genau, das war da und der hat mir dann vorgespielt Aufnahmen aus Dersim. Und zwar, was dann später als Album rauskam, diese mit den alten Leuten, die Dersimer Lieder singen. Und der hatte ein Riesenarchiv und der hat mir also stundenlang diese Aufnahmen vorgespielt und bis mir der Kopf geplatzt ist und zwischendurch erzählt über Dersim. Und es war so, wow, was ist denn das jetzt hier für eine Welt? Aber das war eigentlich vielleicht auch vom Vorteil gewesen, dass du ihn kennengelernt hast, weil der hat ja schon diese ganzen Sammlungen gehabt, was klar. damals, glaube ich, kaum jemand gemacht hat zu seiner Zeit in den 90ern. Ich habe nichts verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also das war nur einfach, die Musik war total anders und total faszinierend. Und auch Kemal war einfach faszinierend, der da in dieser Welt so eintaucht, so ein Typ, der jünger ist als ich und dann irgendwie mit diesen alten Leuten also Aufnahmen macht. Und dann auch dieses Album war ja Wahnsinn, ja. Dann mit alten Leuten so Aufnahmen, die überhaupt nicht so schick waren, oder so einfache Aufnahmen und Leute mit kratziger Stimme und so. War sehr beeindruckend. Und ich habe damals in Berlin kennengelernt Zülfü Selcan. Der Sasa-Forscher. Der Sasa-Forscher, genau. Der Linguist. Und der hat mir auch Aufnahmen vorgespielt. Der hatte auch ein Riesenarchiv. Und der hat mir gesagt, schreib doch ein Buch über Musik der Sasa. Und wenn du das machst, dann gebe ich dir mal all meine Aufnahmen, dann kannst du mit dem Archiv arbeiten. Und das war total verlockend, weil die Aufnahmen wirklich toll waren, die er hatte. Und der hat ja selber auch gesungen. Der war auch bei diesem Dersim-Verein, selber hat der da auch gesungen. Also da hatte ich ihn gehört. Und dann habe ich aber kalte Füße gekriegt. Ich dachte, Musik der Sasa, ist das überhaupt Musik der Sasa? Oder ist es, muss man nicht sagen, Musik der Aleviten und Sasa ist ein Teil davon? Oder muss man sagen, es ist Musik in Dersim und die Sasa sind ein Teil davon? Also das war mir zu kompliziert und ich war noch nie da gewesen. Ich dachte, das ist, da muss ich aufpassen. Ich bin noch nicht so weit. Und dann habe ich eben stattdessen diese Musik aus der Türkei in Deutschland gemacht. Und viel später habe ich mich daran dann erinnert wieder. Und dann Zülfü ist ja inzwischen in Dersim, der ist ja Prof da und Leiter dieser Sprachabteilung. Und da haben wir uns dann auch nochmal getroffen. Und, aber der macht jetzt seine eigenen Sachen, der macht in seinem eigenen Archiv. Also das ist dann nicht weitergegangen. Also wann hast du eigentlich genau so präzise das erste Mal was von Aleviten gehört? Naja, habe ich ja schon erzählt, als ich da im JMAW war als Journalist. Das war der Anfang. Und richtig eingetaucht. Also einerseits hier waren meine Freunde Aleviten und ich war dann ganz oft im JMAW. Aber hast du so Unterschiede, sag ich mal, zu sunnitischen Freunden gesehen oder war das für dich erstmal so alles gleich gewesen? Also eigentlich hatte ich mehr alevitische Freunde. Also ich hatte ein paar Sunniten, aber das waren jetzt nicht so Leute, die jetzt irgendwie regelmäßig in die Moschee gehen, sondern die waren halt so moderne, urbane Türken, die meisten, die kamen irgendwie aus der Ege oder aus Istanbul oder aus Izmir oder so. Da hatte ich ein paar Freunde und habe ich immer noch natürlich, klar, jede Menge. Aber das war, die mochten jetzt, der eine mochte Sanat-Musik, die anderen mochten, Sezen Aksu und, oder andere mochten lateinamerikanische Musik oder irgendwie so. Ja, da war jetzt nichts Spezielles so. Also ich kannte niemanden, der jetzt, ich habe mich sehr interessiert schon für Mevlevi-Musik. Also da war ich in Konya mal damals und so. Und die Musik fand ich sehr eindrucksvoll, von so richtig Tasawwuf-Musik fand ich toll. Und so, aber,
Also alevitische Musik war für mich mehr so der Alltag, also weil eben meine ganzen Freunde da, jeder hatte eine Saz zu Hause, so das war irgendwie. Und jeder hat dann natürlich alevitische Musik gehört zu Hause. Ja, genau, also das war irgendwie, damit habe ich hier einfach so viele Jahre gelebt, so das war für mich das Normale. Also als ich dann auch Bala mal gespielt habe, alle dachten, ein Deutscher, der das macht, ist das nicht komisch und so, aber für mich war das irgendwie, die Lieder kenne ich sowieso alle, ja, und dann spiele ich für mich, so wenn ich abends zu Hause alleine bin und irgendwie einen stressigen Tag hatte, dann singe ich so typische Lieder, so. Das war jetzt nicht der Musikethnologe, sondern es ist in meine Welt. Und genauso Weihnachten, wenn ich dann erst mit meinen Eltern war, das fand ich irgendwie seltsamer. Und dann, jetzt habe ich hinter mir, jetzt kann ich nach Hause gehen und also in meine Dersim Sportgymnasium in ein Konzert. Also das war irgendwie für mich meine Welt eigentlich. Und das So ist Alltag heute. quasi auch für dich. Das ist mein Alltag, genau. Und als ich dann für dieses Buch recherchiert habe, türkische Musik, also Musik aus der Türkei in Deutschland, also Musik der imaginären Türkei, da bin ich dann durch ganz Deutschland gereist, über 2 Jahre lang und habe also von Stadt zu Stadt. Das erste Mal habe ich das gemacht in Duisburg. Da sollte ich mal was schreiben über Musik aus der Türkei in Duisburg. Und danach bin ich so systematisch, war also München, Stuttgart, Ruhrgebiet, Was dann überall. Moscheegemeinde, wo warst du dann genau? Nee, also wenn man Musik sucht in irgendeiner deutschen Stadt, die man gar nicht kennt, also ich war zum ersten Mal seit Kindheit in München zum Beispiel, ja, dann ist es erstmal schwierig, die Musiker zu finden, weil die sind nicht an der Musikhochschule oder an den offiziellen Adressen, sondern die erste Adresse, die immer funktioniert, ist das Alevitische Kulturzentrum. Ja, die kennen die Musiker, also Volksmusik kennen die alle. Die meisten sind Aleviten, vielleicht gibt's auch noch irgendeinen Spieler oder jetzt einen Hodja, der nicht Alevit ist, dann kennen die den aber trotzdem. Und da gibt's auch garantiert Saz-Unterricht und dann gibt's vielleicht noch Volkstanzunterricht und so. So maßgebend über die alevitischen Vereine hast du dann. Das war immer das Erste. Dann musste man halt gucken, gibt's irgendwie einen Chor für klassische türkische Musik. Die findet man nicht da. Die findet man, wenn es gibt, am Konsulat oder in irgendwelchen anderen Vereinen oder so. Dann guckt man, welche Vereine gibt's noch und dann manche machen halt Kultursachen oder Musik. Und dann gibt's eben, wie gesagt, in den 90er Jahren gab's die ersten privaten Musikschulen. Dann bin ich da hingegangen und dann von einem zum anderen so lernt man so nach und nach irgendwie alle kennen. In einer Stadt wie Berlin war das schwierig, weil das hier so groß ist, die Leute kennen sich untereinander auch nicht alle. Also vor allem, die Aleviten kennen sich vielleicht alle, aber die haben dann keine Ahnung, dass es in Spandau noch einen Chor für klassische türkische Musik gibt. So, das ist dann eine andere Welt. Oder dann gibt's immer noch Hip-Hop, das war dann wieder eine völlig andere Welt, die wollen mit denen nichts zu tun haben. Oder dann gibt's auch noch Tavernas gab's, also mit dieser furchtbaren Taverna-Musik. Und es gibt Arabesk-Sänger, das ist dann wieder was anderes und so. Also die Welt wurde dann, die Musikwelt wurde dann sehr, sehr groß. Und wenn du in einer kleinen Stadt bist, wie in, was weiß ich, in Braunschweig, dann gibt's vielleicht 1 oder 2 gute Musiker. Und die müssen aber irgendwie schon sehen, wie sie da irgendwie von Musik leben. Während in Berlin, hier gibt's so viel. Und dann war ich halt in der Schweiz, auch in Basel. Und da in dem Raum gab's, ich weiß nicht, 5, 6 verschiedene alevitische Vereine. Der eine ist dann halt irgendwie für Atatürk, der andere ist gegen Atatürk. So, das war immer die klassische Linie. Und dann ist einer, die sind irgendwie kurdisch und dann ist wieder einer, also was weiß ich, ne? Da gibt's ja ganz viele verschiedene. Und dann, da ist es halt aufgespalten. Und in anderen gibt's halt nur einen Verein, da müssen sie halt hin. Ist dir aber schon damals aufgefallen, dass die Musik auch innerhalb Deutschland unterschiedlich ist? Ist in Berlin vielleicht so Ruhrgebiet oder auch so Süddeutschland, dass sie da auch so Unterschiede aufgefallen sind? Ja, das fand ich total interessant. Habe ich gar nicht erwartet. Also zum Beispiel München. München ist eine reiche und sehr teure Stadt. Und das war damals die Stadt mit den meisten deutschen Verlagen. Das ist so Hochkultur. Und bei den Türken war es auch so. Da gab es halt jede Menge Musiker, die waren halt so als Intellektuelle, als Künstler dahin gegangen. Die machen Soundinstallationen, der eine, die machen dann eben klassische türkische Musik. Mehmet Yeşilçay ist so ein Ud-Spieler, Top-Level, höchstes Qualität. Und es gab auch einen alevitischen Verein, aber es gab, glaube ich, nur einen Hochzeitssalon. Und danach bin ich dann in Duisburg gewesen, meinetwegen. In Duisburg gibt's nur Hochzeitssalons, jede Menge Arabesk und Türke-Bars und so. Das war in Ruhrgebiet weit verbreitet, das stimmt, aber auch in Dortmund gab es auch dieses Bärsreich, vielleicht kennst du diese Saal, da wurden auch ganz viele Stars aus Türkei auch hergebracht, wie Müslüm Baba oder auch Ibrahim Tatlıses. Also es war im Ruhrgebiet eigentlich sehr, sehr bekannt gewesen. Das ist so die klassische Gastarbeiter-Klientel. Während in München ist es total anders. In München gab's auch, aber es gab in München zum Beispiel gar kein so türkisches Viertel, ja. In Kreuzberg gehst du nach Kreuzberg, da steht ja dann Kreuzberg Merkeze oder sowas. Oder in Spandau, dann, wo Straßennamen auf Türkisch sind und also alle Läden sind türkisch. Oder, also das gibt's in vielen Städten, im Ruhrgebiet ganz klar. Da gibt's so manche Viertel, die sind völlig türkisch oder eben auch kurdisch oder so. Und in München gab's das nicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Wieso finde ich denn das nicht? Gibt's nicht. Also es gibt dann alles Mögliche, wenn du die Namensschilder so, also so Wohnviertel siehst, dann ist das jugoslawisch, griechisch, türkisch, irgendwas. Ja, so alles gemischt so.
Und die Leute, wieso türkisches Viertel? Wir sind hier international. So. Das ist eine andere Welt, andere Kultur. Und dann eben Musik aus der Türkei gibt es sowieso nur in großen Städten. Also wie gesagt, in kleinen Städten ist es schwierig. Und dann Zentrum ist einerseits Köln und andererseits Frankfurt. Das waren so die großen Zentren. Und Berlin war so ein bisschen entlegen. Also Ostdeutschland, da war nichts damals. Ja, das war ja das noch relativ frisch nach der Wiedervereinigung. Ja. Da waren so die ersten Mutigen, die einen Döner-Kebab eröffnet haben irgendwo und dann aber auch irgendwie Angst hatten, dass da irgendwie Nazis, Rassisten und so auftauchen. Und Berlin war isoliert. So, aber Berlin war eben so groß, dass es viel Platz hatte für viele, viele verschiedene Identitäten, für alle möglichen Syriani-Kirchen gab es hier. Nicht nur Leute aus der Türkei, aber eben auch. Oder armenische oder eben dann kurdisch und Sasa. Und bei den Kurden gab es dann natürlich auch diese Gruppe und jene Gruppe und wieder andere Gruppen und so. Und bei den Sunniten genauso. Dann gab es dann Milli Güreş und Süleymancılar und so ganz verschiedene Gruppen. Also hier hast du dann alles irgendwie durcheinander und in Ruhrgebiet und Köln, das ist dann wie so ein großes Land auch wieder. Und dagegen in Freiburg zum Beispiel, in Freiburg, da gab es sehr wenig Leute aus der Türkei, aber da gab es dann einen Prof für Klavier an der Musikhochschule aus der Türkei. Oder es gab in Stuttgart einen Geigenbauer oder Cellobauer, glaube ich. Soll ich jetzt fragen, was es so eigentlich in Stuttgart so gab? Weil da gibt es auch eine große Türkei-Community mit Türken und Kurden. Da. Ja, zum Beispiel in Stuttgart hat man das Gleiche so, was man im Ruhrgebiet versus München hat man im Kleinen mit Esslingen und Stuttgart. Stuttgart ist Hochkultur, da gab es eben einen Cellobauer. Und in Esslingen hast du dann diese ganzen Vereine und dann hast du dann, wie hieß dieser Kassettenhersteller, ne, was im Ruhrgebiet, Destan-Musik und wie heißen die nochmal? Also Türkola und so. Also es gab eine Zeit lang diese ganzen türkischen Kassettenfirmen in Deutschland und in Esslingen war auch einer, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Diese Firmen, die eine Zeit lang sind die unglaublich aus dem Boden geschossen, gab es ganz viele davon, manche ganz klein und manche dann wirklich groß. Ja, und eben, wie gesagt, Esslingen, Stuttgart war der Kontrast. Also. Und wie war es, du meinst, du warst in der Schweiz gewesen, wie war es dann da? Gab es da wiederum Unterschiede oder war es schon eher dann? Insgesamt die Schweiz war ein Unterschied, weil es keine sogenannten Gastarbeiter da gab. Die hatten nie so einen Vertrag mit der Türkei über die Anwerbung von Migranten. Flüchtlinge gewesen waren. Genau, es waren Flüchtlinge. Deswegen gab es halt jede Menge Aleviten, jede Menge Kurden, aber Klassik Türk Musik yok. Gab's nicht oder sowas, ne? Also da gab es keine Musikkultur. Fast gar nicht, fast gar nicht. Das war total anders. Und Frankreich jetzt, oder ich war dann in Holland und so, hab geguckt, das ist wieder anders. Also in Frankreich ist es so, dass Paris ist nicht Frankreich, sondern Paris war das ganze 20. Jahrhundert hindurch immer Anlaufstelle für alle möglichen Intellektuellen und für Künstler. Und zwar von allen Musikformen, also für westliche Musik, für Tasawwuf-Musik, Mühlen oder Tim Selçuk, Timo Selçuk. Also alle waren irgendwie mal in Paris eine Zeit lang und das war irgendwie so ein super Zentrum. Der Rest von Frankreich nicht. Und dann kamen irgendwann später als in Deutschland auch diese Arbeitsmigranten, Migrantinnen. Und die haben aber bis heute einen ganz anderen Status als in Deutschland. In Deutschland kamen ja die Arbeitsmigranten, die kamen dann aus dem damaligen Jugoslawien, aus Spanien, Portugal, Türkei. Und es war keiner von denen, die damals kamen, konnte Deutsch. Wer kann schon Deutsch? Ja. Aber in Frankreich, die Arbeitsmigranten, die kamen aus Kambodscha, Vietnam, aus Nordafrika, aus Westafrika, alles frühere Kolonien. Das heißt, die konnten schon Französisch. Und dann kommen dazu die Türken. Und das sind die einzigen Migranten, die kein Türkisch können, sozusagen. Und selbst unter den Muslimen in Frankreich sind die Türken die einzigen, die kein Französisch können. Stimmt, ja. Algerier konnten alle Französisch. Mehr oder weniger halt, genau. Und deswegen waren die immer so ein bisschen draußen. Also die waren so ein bisschen marginalisiert. Und es gab in Paris am Anfang auch sowas wie ein türkisches Viertel, Strasbourg-Saint-Denis. Und dann sind die aber, weil das so irre teuer war im Zentrum, sind die dann in diese Außenvorbezirke gegangen und dann sind sie nicht mehr sichtbar. Also in Frankreich sind die Muslime, das sind alles Araber, Nordafrikaner, so im Image. Ne? Und Türken sind irgendwie so eine kleine Minderheit, die sind dann irgendwie, werden vergessen. Und in Deutschland ist natürlich türkische Community ist ein Riesending. Ja. Und sind überall präsent und jeder weiß das. Das stimmt. Dann würde ich mal jetzt zum einem ernsthaften Thema kommen. Alevitentum, die Musik im Alevitentum. Wann war das erste Mal, dass du wirklich dann darüber gezielt geforscht hast im Alevitentum, über die Musik im Alevitentum? Und was genau hast du da geforscht? Also angefangen habe ich hier, weil eben so auffällig war, dass wenn man Musiker aus der Türkei sucht, geht man zum Alevitischen Kulturzentrum und da gibt's die. Also das war klar, dass also die Barnamer Spieler, also im Grunde den größten Teil der Volksmusik, da sind Aleviten ganz stark drin. Und
Das hat natürlich damit zu tun, also wenn man Leute fragt, warum Balama, dann sagen die ja, da kamen die Daddies bei uns ins Dorf und haben gespielt und die haben alles Salz gespielt und das war halt irgendwie ein heiliges Instrument und dann kriegt man Ehrfurcht und Respekt und das ist halt erstmal interessant. Und dagegen Konzerte in der Moschee gibt's nicht. Und es gibt keine Instrumente in der Moschee. Also das heißt, die Sunniten und Aleviten wachsen mit einem anderen, also die Sunniten, die mit Religion aufwachsen, wachsen mit einem anderen Bezug zu Musik auf. Und da ist ja schon der Unterschied. Und das ist irgendwie ein offensichtlicher Unterschied. So, das heißt, also es gibt ja trotzdem in der Sanat-Musik und so, sind vor allem Sänger Sunniten. Also die Hofsänger, die haben angefangen als Esan, mit Esan und sind dann irgendwie zu klassischer Aber Musik. ganz kurz, die Mevlevi, die nutzen ja auch Instrumente bei sich. Ja, klar. Das ist eben, also man kann nicht sagen, dass Sunniten oder keine Musik machen, das ist Quatsch, sondern also die Musik der Mevlevi ist die absolute Hochkultur, das ist hochentwickelt. Aber in den Dörfern war das halt anders. Also in der Volksmusik in den Dörfern ist schon klar, dass also da, wo es alevitische Dörfer sind, da hängt überall eine Saz oder früher eben andere Instrumente und in sunnitischen nicht. Das war irgendwie, das ist offensichtlich. Und also man kann über Aleviten allgemein, also wenn man über Musik spricht, kaum was sagen, weil es so viele verschiedene Gruppen gibt und so viele verschiedene Traditionen und also ich habe auch echt keinen Überblick. Es gibt zu viele verschiedene. Und dazu kommt das Problem bei Volksmusik und bei alevitischer Musik ist, wir wissen nichts über die Geschichte. Es gibt ja inzwischen schon eine Menge Forschung über alevitische Geschichte. Auch das ist schwierig, weil wir nicht so viel schriftliche Quellen haben. Und vor allem nicht schriftliche Quellen, was tatsächlich in den Dörfern passiert ist. Wie waren die Jam vor 50 Jahren? Wie war eine Jam vor 100 Jahren? Wissen wir nicht. Es gibt keine Aufnahmen und niemand hat sich das aufgeschrieben. Und über Musik wissen wir schon gar nichts. Also ist es echt schwierig zu sagen, in der Region von Tekke, wie war vor 100 Jahren die Jams? Welche Musik haben die gespielt? Also die Leute heute sind manchmal sehr schnell damit zu sagen, das ist jetzt traditionell, das hat mein Großvater schon so gesungen. Ja, wie lange ist das her? 40 Jahre, 50 Jahre und dann hat der Großvater das vielleicht so gemacht wie sein Vater. Dann sind wir schon bei 70, 80 Jahren. Aber was sagt das? Und dann wird es immer spekulativer und wir wissen nichts. Es gibt keine Aufnahmen. Also insofern wissen wir nicht genau, seit wann es richtig Musik im Alevitentum gibt. Eigentlich können wir es nicht sagen. Wir haben diese alten Lieder, die Texte sind sehr alt. Aber sind die genauso gesungen worden wie damals, wie heute? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Und also da gibt es Spekulationen. Und wenn man das jetzt wissenschaftlich irgendwie klar belegen will, ist man an der Grenze. Wir wissen nichts, was älter ist als 50, 60 Jahre. Das ist eigentlich. Ja, das ist irgendwie frustrierend, vor allem, wo man in der Türkei aber dann sagt, die Musik kam aus Zentralasien. Das ist irgendwie 1000 Jahre her. Aber zwischendurch 1000 Jahre ohne Quellen. Wir wissen ja gar nichts von diesen 1000 Jahren. Also es gibt ein paar Quellen über diese Hofmusik, über die Sanatmusik und so. Auch ganz wenige. Und also das ist für Musikgeschichte unglaublich schwierig. Und da gibt es einen Haufen Spezialisten, die damit sich beschäftigen. Aber was in den Dörfern gespielt wurde, also was weiß ich, die Kopus ist ja dann auf einmal bekannt geworden. Die Kopus kommt aus Zentralasien, ist ein ganz altes Instrument. Wie alt sind denn die? Es gibt niemand, der so mal richtig alte Instrumente untersucht haben. So alt sind die gar nicht. Vielleicht hat man mal ein Instrument, was 100 Jahre alt ist. Vielleicht hat man großes Glück, ein Instrument, was 140 Jahre alt ist. Ja und? Was sagt das? Dann ist man im 19. Jahrhundert, am späten 19. Jahrhundert. Aber was im 18. Jahrhundert war, wissen wir einfach nicht. Und also 1000 Jahre einfach mal überspringen, das ist bestimmt gleich geblieben. Das ist absurd. Wir wissen nichts und das ist frustrierend. Also das ist unsere Vorstellung von Musikgeschichte ist sehr kurz. Und was war dann dein erstes Thema gewesen, was du untersucht hast dann? Naja, also angefangen eben mit Musik in Deutschland. Und dann habe ich irgendwie erstmal so mich vorgetastet, Musik im Alevitentum. Dann habe ich irgendwann, also da habe ich was drüber geschrieben, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, eigentlich wissen wir nicht so viel. Wir wissen eigentlich gar nichts. Und dann kam eben Dersim als Thema und dann habe ich mich angefangen mit Dersim zu beschäftigen. Und das ist dann eine ganz eigene Welt. Und also damit habe ich mich dann jetzt 12 Jahre irgendwie beschäftigt und also in Dersim hat man viele Sachen, die zusammenkommen. Das ist eben wirklich sehr speziell. Angefangen mit der Sprache, das ist halt Sazaja. In welchem Jahr war das, dass du das Das erste Mal war ich in Dersim, was habe ich gesagt, 2011, sagen wir mal, 2010 oder irgendwie sowas.
Und dann aber immer wieder. Dann war ich jedes Jahr 4, 5 Mal da und bin lange geblieben und habe dann auch gemerkt, wie viele Dersimer-Musiker ich kenne. Also hier in Berlin, habe dann immer wieder mit Dersimer-Musikern gesprochen und war in Vereinen oder in Istanbul und in Köln und in Holland und so. Also ich hatte dann eigentlich seitdem ständig mit Dersimern zu tun. Und also Dersim ist ja auch schon, der Begriff ist ja unklar. Dass man kann dann sagen, der Großraum Dersim, das geht dann von Koçgiri bis Tekman, bis Erzincan, bis Karakoçan, bis Varto hin, Tekman oder so. Aber das ist ja nicht homogen. Das ist ja, also das sind nicht alle Aleviten. Da gibt es Sunniten und manche sprechen Sazaki oder Kirmanski, manche Kurmanji oder Türkisch natürlich auch. Und bis 1915 Armenisch. Da gab es sehr viele Armenier. Also das war eigentlich ist total gemischt und also manchmal Dorf ist unterschiedlich. Also das ist kompliziert. Dann ist Dersim kompliziert, weil es so unglaublich politisiert ist. Vor allem das heutige Tunceli, das Zentrum. Es sind ja alles Linke. Da gibt's ja, die AK Party hat noch nie einen Abgeordneten da irgendwie gewonnen. Aber die linken Gruppen sind ja auch völlig zersplittert. Da gibt's ja 1000 verschiedene Gruppen. Und dann gibt's diese Leute, die sagen, Kirmanski, Zaza ist eine eigene Gruppe, ist eine eigene Sprache, unabhängig, hat mit Kurdisch nichts zu tun. Und wer was anderes sagt, ist ein kurdischer Faschist. Und dann gibt's aber auch die Kurden, die sagen, nein, Zaza ist kurdisch. Und wer was anderes sagt, arbeitet geheimlich für den türkischen Staat. Und so, also was immer man sagt, ist eigentlich, irgendjemand wird sich aufregen. Und dann sagen wieder Leute, nein, wir sind alle Aleviten. Und dann sagen wieder Leute, nein, das ist Hak Yolu oder so der Weg der Wahrheit. Und das hat mit den türkischen Aleviten auch wieder nichts zu tun. Also es ist unglaublich ideologisch alles. Und in all diesen Fällen, wissenschaftlich kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Hat das deine Arbeit, sag ich mal, auch erschwert? Das total. Man muss erstmal sich da durcharbeiten, durch diese Ideologien, die muss man verstehen. Und alle sind immer mit Musik. Also es gibt in all diesen, also in den ersten kurdischen Gruppen gab es natürlich Leute aus Dersim, in den ersten alevitischen Bewegungen gab es immer Leute aus Dersim, in den Zaza-Bewegungen gab es auch Leute aus Dersim und so. Überall gibt's welche und überall immer so ganz ideologisch. Und das macht's echt schwer, wenn man als Außenstehender ist und ich sage, ich denke mal, ich bleib neutral. Also ob jetzt, wie sich die Zaza-Sprache zum Kurmanji verhält, das sollen die Linguisten unter sich diskutieren, das ist nicht meine Welt, kann ich nicht zu sagen. Meine Frage ist eher, gibt's überhaupt sowas wie Ethnizität und Musik? Und ich würde sagen, nein. Also sowas wie Zaza-Musik gibt's eigentlich nicht, weil dann müsste man erstmal gucken, wo leben Zaza? Dann haben wir Dersim natürlich, aber im Süden von Bingöl sind die Sunniten. Und also die Musik ist total anders natürlich. Die haben dann also Koranlesung, Gebetsruf, Ilahi und sowas alles. Und also das hat mit Dersim wirklich nichts zu tun. Also die Sprache ist aber trotzdem die gleiche. Also mit Dialektunterschieden. Genau. Die Dialekte sind unterschiedlich und dann Südzaza ist nochmal anders. Aber die Musik hat nichts gemeinsam. Aber die Erwartung ist dann immer, also eben, wenn ich mir jetzt denke, ich hätte damals Musik der Zaza schreiben wollen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja. Also, weil ein Ilahi, ob das jetzt auf Zaza gesungen wird oder Kurmanji oder Türkisch, ist es musikalisch ein Ilahi. Das ist irgendwie einfach was anderes als ein Sema. Total was anderes. So. Geht in verschiedene Richtungen dann eigentlich im Grunde genommen. Genau, und also das ist irgendwie, als wenn man nur von der Musik her geht, funktioniert nichts davon. Es gibt weder alevitische Musik, eindeutig, noch gibt's Kurmanji-Musik, noch gibt's Zaza-Musik, noch gibt's Dersim-Musik. Die haben alle nichts gemeinsam, sondern es ist alles viel komplizierter und kleiner. Die Leute sind kreativ. Und wenn man gerade so alte Aufnahmen hört aus den 60er, 70er, 80er Jahren, dann die singen so auf verschiedene Art und Weisen. Und die meisten Musikformen sind verschwunden. 80-90% sind weg. Also das ist erschütternd. Innerhalb von ein paar Jahrzehnten ist diese ganze Kultur völlig verschwunden eigentlich. Dersim bezogen meinst du? Dersim bezogen. Und wenn ich das jetzt, also in Dersim kann ich das sagen, da habe ich jetzt echt lange geforscht und ich vermute, dass das überall eigentlich so ist. Dass, also so viel, Dersim war vielleicht schon noch anders, aber ich meine, Anatolien ist so gemischt, ethnisch, religiös, kulturell und da ist so viel verschwunden. Es ist halt so, einerseits über nationalistische Diskurse, dass jetzt eine türkische Volksmusik konstruiert worden ist, vom Staat auch, oder dann später von der kurdischen Bewegung ein kurdische, also der Begriff Dengbeş zum Beispiel, der war nicht überall gebräuchlich, sondern in Hakkari war Nassar und in Dersim hat niemand von Dengbeş gesprochen. So. Aber jetzt angefangen mit Radio Yerevan, was dann alle gehört haben, oder eben über diese kurdische Bewegung, wurde dann irgendwie auch konstruiert, die kurdische Musik ist überall gleich. So, und das war aber früher nicht so, sondern es war viel individueller, viel einzelner, viel vielfältiger. Auch innerhalb von Dersim gab es auch den Unterschied, kann man sagen, zwischen West und Ost zum Beispiel. Total, genau, ja. Manchmal, also nicht nur Ost-West, sondern von Sänger zu Sänger. Die waren auch früher schon kreativ.
Und es gab ja keine standardisierte Ausbildung oder Schule oder sowas, sondern die haben gesungen, wie sie es gelernt haben. Und dann gibt's mal eine Zeit lang irgendein Dorf, wo dann ganz viele Sänger sind. Und die haben dann einen ähnlichen Stil und dann hört das wieder auf. Und dann gibt's wieder woanders mal ein Zentrum. Also das war immer in Bewegung. Was mich jetzt mal interessieren würde, innerhalb der alevisischen Musik, sag ich mal, gab das schon immer die Bağlama oder hast du auch mal andere Musikinstrumente mal gesehen, vielleicht auch in Jams oder auch in anderen Regionen, Orten? Also in Dersim gab's halt die Tomar. Also die Bağlama ist eine Neuerung. Also diese Kısa saplı Bağlama, das, was man heute kennt, das ist ja im Grunde mit der Türkisierung, also mit den Cem-Evis. Das ist irgendwie so eine zunehmende Standardisierung. Also kann man sagen, das ist dann die traditionelle Instrumente, das manche. Genau, früher war es also diese Üç-Telli, dieses kleine Instrument. Das gab es bei Aleviten im großen Raum, also im zentralen, östlichen Anatolien wurde das vielfach gespielt mit Varianten oder Dedesase und so. Da gab es verschiedene Formen. Es ist fast immer diese Laute. Es gibt manche Regionen, wo auch Keman gespielt wurde, in Tekke oder so, gab es das ein paar Mal, aber es ist selten. Und dann eben, jetzt bin ich misstrauisch mit der Geschichte. Seit wann gibt's das, wissen wir eigentlich nicht so genau. Also auch die Geschichte von alevitischer Musik in der Region wissen wir nicht. Also weiß man es nicht so genau, seit wann es was gespielt wird. In Dersim gibt's ja für die Kelams, für die Klagelieder, ist die Geige sehr beliebt gewesen. Heute auch nicht mehr. Und zwar die aufrecht gespielt wird. So. So, Silokus. Genau, Silokus war dafür bekannt gewesen. Genau. Das ist so der bekannteste, größte Dichter, Sänger so in Dersim gewesen im 20. Jahrhundert. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso eigentlich die Geige? Wo kommt denn die Geige daher? Das ist ja, also so wie Silokus das gespielt hat, ein europäisches Instrument. Und die Geschichte von diesen Streichinstrumenten zeigt eigentlich schon, wie kompliziert das ist. Also soweit man das weiß. Also Instrumente gibt es immer in Abbildung. Das kann man ein bisschen besser zurückverfolgen als die Lieder. Also es gab in Elazığ oder auch in Sivas in armenischen Schulen ganze Orchester, Sinfonieorchester, um 1900. Also vor dem Völkermord von 1915 gab es in Schulen, da gibt es historische Fotos, jede Menge. Die hatten richtig große Streichorchester. Also Elazığ, heute gibt es ja kaum sowas. Ja? Aber damals gab es ein Dutzend von denen. Und von da aus, das heißt, es gab viele Leute, Schüler, die Geige gespielt haben. Von da aus ist es in die Dörfer gegangen. Natürlich erstmal armenische Dörfer. Und dann haben die Aleviten das entdeckt und haben es auch gespielt. Das heißt, das war so eben nicht, ist das jetzt ein armenisches Instrument? Nein. Es war ein europäisches, dann die Armenier, dann die Aleviten. Auf der anderen Seite gab es aber in Koçgiri die Schwarzmeer-Fide, die Kemençe. Die wird heute noch da gespielt. Und die wird aufrecht gespielt. Und die Leute sagen heute, das haben wir von den Griechen. Weil also Schwarzmeerküste ist nicht weit. Und von da aus kam es von den Griechen zu den Kurmanji-Aleviten. Ich meine, Trabzon und Dersim war ja auch früher eine Handelsroute. Ich rede nicht von Dersim, also nicht von dem Zentral-Dersim, sondern von Koçgiri. Von Koçgiri, okay. Und Karabel und so, diese Gegend, da wurde die gespielt. Und die haben es von den Griechen jetzt. Also von den Griechen kommt diese und von den Armeniern kommt diese. So, und dann wandert die weiter. Also von den Kurmanji sprechenden Aleviten zu den Sasa sprechenden Aleviten und umgekehrt und so verbreitet sich weiter. Und dann fangen die irgendwann an also die ältesten Fotos zeigen die Geige immer so. Und dann irgendwann wird sie so gespielt. Und ich vermute, dann haben die einfach so diese beiden Traditionen zusammengebracht. Also wir haben das früher immer so gespielt, eben die Kemençe. Jetzt kommt aber die Geige, ist irgendwie, gefällt uns besser, hat mehr Saiten, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen. Also spielen wir die jetzt so. Und man sieht daran, dass also keines von diesen Instrumenten gehört irgendwie einer ethnischen oder einer religiösen Gruppe, sondern die einen kommen von armenischen Christen, dann geht's zu den Aleviten, zu Kurmanji, dann geht's zu den Sasa und umgekehrt kommt es da von den Griechen und geht zu den Kurmanji-Aleviten, dann Kirmanji-Aleviten und so. Also es wechselt ständig. Das müsste quasi auch dann. Ja, es wechselt sich ständig. Und also wenn man das bei Instrumenten hat, dann war das bei Liedern natürlich genauso. Musik ändert sich schnell, Sprache nicht. Wir können aus dem heutigen Sasa können wir rückschließen, wie die Sprachgeschichte vor Jahrhunderten war. Also welche Parallelen es mit altpersischen Sprachen gibt oder sowas. In Musik funktioniert das nicht. Ich sehe ein neues Instrument als Musiker und sage, das ist ja toll, nehme ich. Wir wissen von Ali Baran, dass sein Vater, was hat der gehabt? Eine Cümbüş oder sowas, ne? Oder eine Bratsche. Hat er sich irgendwo geholt. Bratsche ist Viola, also eine größere Geige. Das hat ihm irgendwie gefallen, hat das angefangen zu spielen. So, ganz einfach, so schnell geht das. Und mit Liedern geht's ja noch viel schneller. Ich höre ein Lied, gefällt mir. Den Text in einer anderen Sprache kenne ich nicht, mache ich einen neuen Text drauf. Das heißt, dass die Leute dann nie wirklich auf ein Instrument fixiert waren, sondern halt dann auch offen für neue Instrumente waren und das auch einfach in ihre Kultur mit eingebracht haben. Ja, aber
Also neue Instrumente, Geige zum Beispiel, ja, das geht. Und für Kolams und Trauerlieder und so, ja. Aber in den Jams nicht. In den Jams haben sie im Großraum Dersim wurde nie die Geige gespielt. Und jetzt kann man sich fragen, warum eigentlich nicht? Also wenn es nur um die Musik geht. Aber in Jams geht es nicht nur um die Musik. Da steht jetzt um die Inhalte. Also, ja, die Inhalte, das sind die Texte, aber ich meine jetzt nur die Musik. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wie in Dersim, in den Dörfern früher die Jams waren, die waren ja zu Hause, im Dorf. In irgendeinem Haus, im größten Haus. Es gab nicht diese Jam-Avies wie heute. Das heißt, da, wo man im Winter jeden Tag sitzt, immer die gleichen Leute. Und jetzt auf einmal kommt der Dede und jetzt müssen wir dann eine heilige Atmosphäre schaffen. Wie macht man das? Erstmal der Dede, der sieht anders aus, der spricht anders, der spricht diese Gülbanks in einer Sprache, wo ich die Hälfte nicht verstehe. So, der muss eine Atmosphäre irgendwie schaffen, die anders ist. Und dazu gehört dieses Instrument, diese Tommer. Der muss in seiner Hand eine Tommer halten. Und diese Tommer, da geht es nicht darum, schön zu spielen, sondern das ist so ein, allein wenn das Instrument da ist und er das küsst 3-mal, bevor er spielt, dann merke ich schon, oh, jetzt kriege ich Gänsehaut, jetzt ist hier heilig. Und dann singt er diese alten Lieder und auf einmal haben wir eine andere Atmosphäre. Und das Instrument kann ich nicht einfach durch eine Geige ersetzen, dann ist diese Atmosphäre nicht mehr da. Das stimmt. Ich meine, ich habe gleich mit dem Vorteil, dass meine Eltern noch im dörflichen Kontext aufgewachsen, noch in Dersim aufgewachsen sind und ich habe halt die damals auch wieder ausgefragt, wie es damals bei euch im Dorf war, auch bei meinen Großeltern. Und die sagten halt auch immer mir, die Peers kamen immer gegen Herbst rum zu denen ins Dorf. Im größten Haus haben dann die Jams gemacht, da wurden alle vom Dorf da eingeladen. Ich meine, es waren ja meist nur 4-5 Mal Familien gewesen, die in diesem Dorf gelebt haben. Und Tambur hat da immer gespielt. Und da hat mich auch damals interessiert, in welcher Sprache die Jams auch gemacht worden sind. Die meinen in Kurmanski, nur die Gülbanks, die wurden in Türkisch gemacht. Also bestimmte Gebete wurden auf Türkisch gesagt, aber sonst, sag ich mal, zu 90% hat der nur auf Kurmanski gesungen, die ganze Zeremonie auch geleitet. Waren eure Peers Kurishande? Ja. Die Kurishande vor allem, das war ganz klar, die meisten waren auf Kurmanski. Das kann man heute klar sagen. Und ganz viele Lieder eben auch, also Deish-Lieder. Also das Wichtigste bei diesen Jams, vor allem im Dersim, in diesem Großraum war, es gab keinen Standard. Und zwar in keiner Hinsicht. Also heute in den Jam-Avies hast du, egal ob du jetzt in Berlin bist oder in Duisburg oder in Paris oder in Dersim oder in Istanbul, eigentlich sind die Jams alle gleich. Und das Repertoire ist auch gleich, es ist standardisiert. Das war früher in Dersim total anders. Angefangen mit Oniki Hizmet, die 12 Dienste gab's nicht. Sagen die Delis alle, gab's nicht. Wir machen so, quasi. also es gibt natürlich manchmal in einem großen Dorf, wo viele Leute sind, dann hat man die auch gehabt. Aber in kleineren Dörfern, also wenn du sagst, bei euch waren es irgendwie 3 Familien, dann hat man gar nicht genug Leute für diese Hizmet. Und den Türsteher, also den Wächter braucht man gar nicht, weil man hat keine Angst, dass Sunniten kommen, weil da gibt's keine Sunniten, sind ja alles Aleviten. Und Zakir gab's auch nicht, der hat ja selber gespielt. Und so weiter. Also es gab, aber eben das war flexibel. Manchmal gab's welche, manchmal gab's nicht. Das Gleiche mit der Sprache. Also in einem Dorf, wo alle Sasa sprechen, natürlich ist alles Sasa. Sonst versteht man das ja nicht. Und der Dedek spricht ja selber auch nur Sasa. Also so eine Leute gab es ja immer noch nicht. Genau. Und manche von denen sprechen also nur Kurmanski. Also da braucht man ja nicht fragen, habt ihr die Jams auf Türkisch gemacht? Wie denn? Kann er nicht. Aber dann gibt's eben viele, die sind ja sehr weit gereist zu ihren Talibs. Und dann kommen die zu ihren Talibs und die sprechen Kurmanji. Und dann macht er halt die Jam auf Kurmanji. Die waren sprachlich offen. Das heißt, die Dedes waren dann auch, wie soll ich sagen, flexibel gewesen. Flexibel, genau. Die müssen flexibel gewesen sein. Und dann manches lernen sie dann auf Türkisch. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Dersimer alevitische Kultur sich überall verbreitet. Aber eben auch umgekehrt, dass die hören, dann sind die irgendwo in Sivas und hören da Lieder, die ihnen gefallen, die sind aber eben auf Türkisch, dann bringen sie die mit und dann singen sie die in Dersim eben auch. Also das gab so einen Ausgleich. Bei den Kalams, bei den klaren Liedern gibt's wirklich lokale Stile, das sind wirklich regional verschieden. Aber Aleviten hat zu viel Austausch, die sind ja alle gereist und haben dann Einflüsse aufgenommen und weitergetragen. Eine Sache, die wichtig war in Dersim, das war Keramet. Und also das fand ich sehr Wunderkraft, genau, übernatürliche Kräfte. Davon haben auch meine Eltern ein paar Geschichten erzählt. Genau, man hört von den Älteren immer diese Geschichten. Ich habe selber sowas nie erlebt. Und ich glaube, es gibt's auch, diese Leute sagen immer, die Leute haben ihr Keramet verloren. Also diese übernatürlichen Kräfte gibt's nicht mehr. Was die Leute erzählen, sind ganz verschiedene Sachen. Der nimmt eine glühende Kohle in die Hand. Oder wenn dann irgendwo kochendes Wasser ist, tun die Hände da rein. Oder er setzt sich in das Feuer und spielt dabei auch noch weiter mit seiner Trommel und so eine Sachen. Dann erzählen sie,
sie gehen dann in die andere Welt über und dann, wenn sie zurückkommen, können sie erzählen, also etwas, also von Verstorbenen oder vor allem von der Zukunft und diese Kraft oder Träume sehen, aber vor allem während der Zeremonie, dass die dann in Trance fallen und dann in die andere Welt gehen und dann Dinge wissen, wenn sie zurückkommen, die andere nicht wissen. Und also das ist, ich habe mich gefragt, wieso kann das verloren gehen? Wie kann das überhaupt sein? Und ich glaube, das hat was mit der Atmosphäre zu tun. Also in diesen Dörfern, wenn jeder jeden kennt und du sitzt ganz eng zusammen in einem Raum, draußen ist irre kalt, minus 20 Grad, Schnee vielleicht auch noch, und drinnen kennen sich alle, man sitzt ganz eng beisammen, da ist Feuer, dann sind nur Kerzen, Elektrizität gab's nicht. Und du spürst dann auch den Dede direkt. Und wenn der Dede in Trance fällt oder so, dann du spürst es direkt körperlich. Ja, du siehst den, oh Gott, der Dede, was passiert mit dem? Das ist, wenn man heute im Jam wieder, also die Räume sind viel größer. Der Dede sitzt irgendwo da vorne. Ich kenne den gar nicht. Mal sehen, wer heute Dede ist und so. Es ist überhaupt keine persönliche Bindung mehr da. Heizung läuft, Deckenlampen sind an, so. Und dann machen wir noch ein paar Kerzen an, weil es schön aussieht. Aber das ist hell. In den alten Räumen ist es total dunkel. Und also und dazu kommt bei den Interviews, wenn wir gefragt haben, was ist der Unterschied zwischen den Jams früher und heute? Das Erste, was alle Leute sagen, es durfte ja nicht jeder in die Jam. Das heißt, erstmal wird also allgemeines Einverständnis geholt und dann kann einer sagen, nee, der hat mir irgendwas geklaut, der hat das und das gemacht, der hat eine illegale Beziehung oder sowas. Und dann wird erstmal verhandelt. Und der Dede hat die Macht zu sagen, also im schlimmsten Fall, du bist jetzt ausgestoßen. Und in so einem kleinen Dorf, in den Bergen im Winter, wenn du ausgestoßen bist, ist dein Leben vorbei. Hast verloren dann. Genau, du kannst nur noch auswandern eigentlich. Und also fast niemand kennt wirklich sowas. Niemand hat, also es gab ein paar Geschichten, mein Großvater, mein Onkel hatte mal oder sowas, ne? Aber jeder weiß, das kann passieren. Der Dede ist so mächtig, der kann mein Leben zerstören. Und der hat dann recht. Es gibt keine Instanz, also gibt schon, aber also eigentlich, wenn der Dede dich verurteilt, dann ist das. Da hat auch keine Widerworte geleistet. Genau, das heißt, der Dede ist unglaublich mächtig, also für die Leute im Kopf. So, und das ist heute, wenn du im Jam bist und der Dede sagt, ich verurteile dich, dann denkst du, ja, okay, tschüss. Kann man nicht mehr ernst nehmen. Kannst du nicht mehr ernst nehmen. Im schlimmsten Falle gehst du dann halt in ein anderes Jam. Ja. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass sich die Jams ja sich so geändert haben, dass es halt wirklich weit weg vom Traditionellen ist. Und wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach nicht mal ein Jam, es ist einfach ein ehemaliger Saal gewesen, was sie abgekauft haben, wo dann einfach die Teppiche ausgerollt werden und da kann man sich nicht spirituell oder halt wie gesagt, physisch entfalten lassen. Das habe ich jetzt auch letztens gemerkt, da war ich im Prison Jam in Darmstadt gewesen, das wurde von der Dersen-Gemeinde organisiert und das war mein erstes Jam nach 6, 7 Jahren gewesen, so, weil ich gesagt habe, ey, ich kann das einfach für mich selber nicht mehr, also ich fühle mich einfach nicht mehr wohl, dass ich mich da spirituell nicht entfalten kann. Und was ich dann gesehen habe, war einfach nur, es hat sich nichts verändert, es ist einfach alles gleich geblieben. Und ich sehe das halt ein ganz, ganz großes Problem, gerade für diejenigen, die halt wirklich dann auch gläubig sind oder religiös sind und dahingehend auch mit einem gewissen Ziel halt sich auch weiterzuentwickeln, dass sie ja gar nicht die Möglichkeit dazu haben, sich weiterzuentwickeln, weil gar nicht das Angebot entsteht. Ich glaube, in einer Art ist es unverzichtbar. Du kannst es nicht anders machen, weil es gibt ja nicht mehr das Leben in den Dörfern. Das ist vorbei. Die Leute leben in den Städten heute. Ob das nun Istanbul ist oder Berlin oder Duisburg, ist dabei egal. Und das heißt, du musst es organisieren. Der kommt auch gar nicht mehr so ohne weiteres. Und du hast größere Mengen von Leuten. Du musst dann irgendwie das anders machen. Und irgendwie haben die Aleviten so drum gekämpft, dass sie anerkannt werden. Und die haben jetzt den Preis dafür bezahlt, nämlich die sind eigentlich langweilig geworden. Sorry, aber es ist genauso wie die Kirchen langweilig sind. Du ist sozialer Druck, du musst da mal hingehen. Oder die Synagogen oder die Moscheen. Das ist jetzt so sozial, wird's erwartet. Du gehst dann dahin, machst dein Ritual, dann gehst du nach Hause. Und das ist in allen großen urbanen Religionen heute so. Und die eigentliche Spiritualität ist dabei verloren gegangen. Was auch hinzukommt, was ich auch persönlich sehr kritisch finde, ist halt, dass es feste Gruppen gibt bei den Onyx-Hismets zum Beispiel, die dann die Summer-Aufführungen machen und die anderen Hismets machen. Weil das sehe ich, wenn jemand Smach drehen will, dann soll er auch das Summer mitdrehen. Aber wenn da schon eine feste Gruppe ist mit ihrer Kleidung und meist auch Jugendliche machen das ja in der Regel heutzutage, da kann ein älterer Mann, der es gerade das auch fühlt, gar nicht mitmachen. Ich finde, da sollte es schon Änderungen geben, auch für die Zukunft. Also früher war das natürlich so, es gab keine spezielle Kleidung für Semmer, sondern der Dede singt vielleicht so, jetzt Kalk, steh auf und macht den Semmer und dann die Alten sind und manche sind auch in den Trance gefallen und haben dann also diesen Semmer aufgeführt und das war es, ganz einfach. Und heute sind das halt Profigruppen, also die werden, da kommt dann jemand, unterrichtet die haben dann also diese spezielle Kleidung so und das ist also... Ich habe damals auch gemacht, aber ich war noch ein Kind gewesen oder Jugendlicher gewesen. Da hat man noch nicht wie sagt man das?
den Kopf dafür einfach, dass man halt versteht, was man da gerade macht. Das ist so, wie man eben in Kirchen oder in Moscheen auch, man lernt das dann und macht das dann halt so. Und so, das hat seinen Preis. Also es ist groß geworden und es ist jetzt überall etabliert und so, aber irgendwie, ja, so what? Und ich glaube, dass gerade so von den Dersimern sind ganz viele, vor allem so Künstler, Intellektuelle, die damit nichts zu tun haben wollen. Die sagen, das hat mit unserer Religion nichts zu tun. Das absurdeste Beispiel ist, wenn man elektrische Glühbirnen nimmt anstelle von Kerzen. Das habe ich sogar in Dersim gesehen. Das gibt es in verschiedenen Djemmen, wenn die dann einfach irgendwie nicht mehr Kerzen anzünden, sondern klick, 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 3 Glühbirnen anzünden. Und in Dersim war das Feuer heilig. Eine Glühbirne ist doch nicht heilig. Da ist überhaupt nichts mehr da. Dann spürt man auch nichts mehr. Und viele Dersimer Intellektuelle und vor allem viele von den Musikern, von diesen bekannten Dersimer Musikern, die haben Kontakt zu den alten Dedes. Die sind ganz lange, Mahmud Dede zum Beispiel oder so, sind ganz lange mit denen zusammen, hören sich von denen deren Geschichten an und sagen, das ist es. Gehen zu den Ziarets. Die Ziarets sind das Einzige, was noch geblieben sind eigentlich in Dersim. Noch, die werden auch langsam kaputt gemacht. Aber als Zakir, in so einer Standard-Jam, das würden die nicht machen. Das ist, da ist keine Spiritualität mehr. Und viele Dersimer Leute sind, die vor allem die in Europa leben, die lesen dann Carlos Castaneda, die suchen Schamanismus und suchen dann alternative Religionen, um diese Spiritualität noch irgendwie zu finden. Und wenn die Leute sich mit Schamanismus beschäftigen, dann sagen sie, das ist wie bei uns. Die wissen gar nicht mehr, was bei uns war, weil es seit 3 Generationen verloren ist eigentlich schon. Das Gute, also die Religion hat verloren, glaube ich auch. Aber die Musik hat gewonnen. Die Musiker heute sind viel besser als früher. Die haben natürlich vielleicht so Ijden, also so von sehr innerlich gesungen und aber die Instrumente sind viel besser als die von früher. Also technisch, vom Klang her. Die Spieltechniken sind viel besser, die Stimmen sind viel besser. Also heute Musiker sind toll. Es gibt ja also richtig tolle, richtig gute Musiker. Gibt es eigentlich Deich, die von mehreren alevitischen Glaubensrichtungen rezitiert werden? Also nicht nur von Aleviten, sondern auch von, sag ich mal, Alawiten, El Irhaq zum Beispiel oder auch von sunnitischen Derwischen zum Beispiel, also sunnitischen Sufi-Gruppen? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Also Alawi ist echt anders. Würde mich wundern. Und wenn dann Texte, das kann sein, dass irgendwelche Texte von verschiedenen Gruppen gesungen werden. Das kann ich mir schon vorstellen. Also von den klassischen alten Texten, von den neueren nicht. Also in Dersim wurden halt ganz viele Lieder einfach neu gemacht. Die Dedes haben ständig neue Lieder gemacht und so. Und die sind dann in Dersim geblieben, vielleicht bei den Talibs und so, irgendwie so, haben die mitgenommen. Aber das, denke ich mal, war's. Also ich glaube, so um die Musik in Dersim zu verstehen, muss man sowieso denken, das war halt performativ. Es wurde halt ständig gemacht. Also Musik ist nicht eine Sache und es gibt nicht das Lied, weil es gibt keine Noten, es gibt kein Album oder sowas, sondern Musik gibt's nur dann, wenn jemand singt. Das ist eine Aktion, das ist was jemand macht. Und wenn ich ein Lied kenne, dann singe ich das halt so. Und du hörst das jetzt und dann irgendwie ein paar Wochen später denkst du, ich habe da noch nicht so ein tolles Lied gehört, das hat der Dede gesungen und dann singe ich das jetzt mal auch. Aber so ganz genau weißt du es auch nicht mehr. Also veränderst du ein bisschen was. Diese Lieder verändern sich ständig. Man kann das nicht genau nachweisen, wie das passiert ist, weil es ja keine alten Aufnahmen gibt. Aber es gibt zum Beispiel Aufnahmen von manchen Qilams oder so, von diesen Klageliedern oder sowas in verschiedenen Variationen. Und auch von manchen Liedern, die so mehr oder weniger alevitisch sind. Und also dann, wenn man die vergleicht, sieht man sowieso schon, es gibt keinen klaren Unterschied zwischen alevitischen Liedern und nicht alevitischen Liedern. In Dersim, in Koçgiri, also in diesen alevitischen Regionen. Weil fast alle Lieder haben irgendwelches Alevitisches. Ob dann Hıdır oder Düzgün Baba oder irgendjemand, also irgendwelche alevitischen Themen sind immer drin. Halt mehr oder weniger. Und bei manchen Liedern kann man sehen, also von Qilams, die sind zum gleichen Anlass gibt es 2 oder 3 oder 4 oder 5 verschiedene Varianten. Und die sind manchmal kurz und manchmal lang und manchmal sehr lang. Und es ist unwahrscheinlich, dass man zu dem gleichen Anlass also 5 verschiedene Stücke komponiert hat oder sowas, sondern die haben sich verändert. Und dann verändern die sich. Also jeder, der eins singt und auch so ein religiöses Lied, mehr oder weniger religiöses Lied singt, verändert das halt immer wieder. So nach seiner eigenen Auffassung. Und wir haben das Gleiche in Märchen aus Dersim. Wir haben das in den religiösen Geschichten. Warum ist Düzgün Baba? Was war die Geschichte von Düzgün Baba? Da gibt's dann unzählige Varianten. Und dann ist es eigentlich falsch, nach der Originalvariante zu suchen. Die gibt's nicht. Sondern die Kultur lebt. Das verändert sich ständig. Und das ist mit den Liedern halt auch. Die verändern sich ständig. Und insofern, also das eine Lied suchen und dann verändern sich die Sprache und so. Es gibt nicht das Original.
Und so, dann, die wandern halt immer weiter und verändern sich dabei immer weiter und so. Und deswegen findet man immer wieder auch Parallelen. Und es gibt immer so Formeln, Floskeln, so immer gleiche sprachliche Wendungen, Musik. Also Volkslieder, die sind nicht so verschieden letztlich. Also jeder kennt das, jeder, der Balama spielt, kann auch ein Lied begleiten, was er noch nie gehört hat. Also wo man als Deutscher sich immer wundert, wie geht denn das? Aber naja, so ungefähr kenne ich es ja schon. Die sind ja eigentlich immer so ein bisschen ähnlich, muss man so ein bisschen anpassen. Und die Sängerin, der Sänger passt auch so ein bisschen an und schon hat man wieder eine neue Variante gemacht. Und man kann ja sagen, dass die Desselprägung schon ganz spezifisch ist, was ihre Musiktradition auch angeht. Naja, kommt drauf an. Also bei den alevitischen Liedern, also die in der Jam gesungen werden, eigentlich nicht. Also die was man an Semas kennt oder so, die sind eigentlich auch nicht anders in Sivas oder so. So, weil die Dedes ja gereist sind und ihre Kultur mitgebracht haben und auch Einflüsse mit zurückgebracht haben. Bei den Klams, ja, da gibt's schon, aber eben, man kann nicht sagen, das ist ein Dersima-Stil, weil die untereinander zu verschieden sind. Also wenn man jetzt Alaverdi hört oder sowas und Zilokis, die sind so verschieden. Also die Musik vor allem, die Stimme klingt total anders, die Art, wie die Melodien machen, sind total anders. Da kann man gar nicht so richtig einen einheitlichen Stil irgendwie finden. Okay. Gab es aber, sag ich mal, türkische Desh, wie zum Beispiel von Shah Ismail, die dann auch ins Kamanschki übersetzt worden sind von einigen Dedes? Oder hat man die auch wirklich dann eher in türkischer Sprache gesungen? Man hat die in Türkisch gesungen. Also man weiß, dass die auch in den Sasa-Dörfern, haben die eben, hast du ja auch selber gesagt, Gülbengs oder so, sind dann eben auf Türkisch. Und ganz viele Desh werden auch auf Türkisch gesungen. Wer übersetzt denn so ein Lied? Das ist gar nicht so einfach. Also das hat man jetzt heute unter so Dedes, die jetzt hier in Deutschland singen oder so. Der Ismail zum Beispiel hat mir das gesagt. Dieses Desh habe ich früher von meinem Vater auf Sasa gehört und ich singe es aber jetzt auf Türkisch. Oder umgekehrt. Die machen das heute. Aber das früher im Dorf, warum denn? Also dann sieht man sie eben auf Türkisch. Oder eben auf Sasa oder Kurmanji. Ganz allgemein gefragt, kennst du eigentlich auch andere religiöse Gruppen, wo das Instrument eine zentrale Rolle spielt? Im Glauben vor dem Gottesdienst? Also bei den Yaresan gibt es sowas Ähnliches. Aber also das sieht von weitem, wenn man ein Foto sieht, denkt man, das ist ganz parallel. Aber wenn man dann Aufnahmen hört, merkt man, das ist eigentlich ähnelt mehr iranischer Musik. Und auch die Spieltechnik ist eher iranischer Musik, die Gesangstechnik. Aber es ist schon auffällig, dass das eben mit diesen mit so langhalslauten Instrumenten so ähnlich ist. Aber dann ist wieder das Problem, die Geschichte kennen wir ja nicht. Wir wissen nicht, wie es vor 100 oder 200, 300 Jahren war. Es ist schon irgendwie gut möglich, dass das gemeinsame Ursprünge hier hat, nur Aber es ist nicht. wir wissen es nicht und es gibt keine Chance, das jemals nachzuweisen. Und auch die Inhalte, sage ich mal, die religiösen Inhalte, bei den Yaresan zum Beispiel, ist die auch ähnlich zu den Aleviten, das ist schon eher unterschiedlich. Also Es ist unterschiedlich, aber da musst du bei irgendeinem anderen Interview mal einen Religionswissenschaftler fragen, der diese Texte analysiert hat. Also ich beschäftige mich mit der Musik und die ist sehr verschieden. Es gibt offenkundige Parallelen, aber eigentlich im Detail ist es doch sehr verschieden. Und wie ist es mit der Musik bei den Desm-Aleviten, bei den türkischen Aleviten zum Beispiel, auch bei den Tahtaji-Aleviten zum Beispiel, also gibt es da so große Unterschiede? Das ist ja schon eher Beides. Es gibt schon Unterschiede, aber es gibt unheimlich viele Gemeinsamkeiten, weil die Dedes halt immer gereist sind. Das war halt so eine Reisekultur. Also in was weiß ich, Teke-Yöresi ist es auf jeden Fall anders als irgendwo am Schwarzen Meer, das schon. Aber es gibt unheimlich viele Gemeinsamkeiten auch musikalisch. Aber es ist echt schwer. Zum Beispiel gibt es unterschiedliche Anzahlen von Sema. In Dersim kennt man gar nicht so viel Sema. Das sind eigentlich immer die gleichen, Kırklar-Sema, Turna-Sema und so. Und in Argovan gab es zum Beispiel viel mehr. Also die sind auch bekannt. Also auch heute noch, da gibt's Noten und man hat diese Version. Wenn aus Dersim ist es halt verschwunden. Was verschwunden ist natürlich Kurmanji und Sasa sind halt zuerst verschwunden, weil diese Sprachen unter Druck waren und es war gefährlich, diese Gems auf nicht-türkischen Sprachen zu machen. Und es war auch gefährlich, die aufzunehmen in nicht-türkischen Sprachen. Deswegen haben die das bisher nicht gemacht. Das konnte ein Problem werden, also richtig gefährlich werden. Und auf Türkisch zu singen war kein Problem. Und dann, was halt bei den türkischen Aleviten passiert ist, man hat die dann halt in Noten gedruckt von Konservatorium oder so, diese Folkloristen des Staates, und haben dann das unter Volkstanz irgendwie veröffentlicht. quasi eher indirekt oder hintenrum, besser gesagt. Genau, es ist halt irgendwie assimiliert, verändert und so. Und dann sind dann auch neue Standards entstanden, indem man dann irgendeine Version als Noten aufschreibt. Und so ist es dann jetzt künftig. Während das ja in den Dörfern früher, vor allem in Dersim oder in zentralen östlichen Anatolien, gelebt wurde, immer wieder verändert wurde. Das war eine lebendige Tradition. Was ist eigentlich so die älteste Aufnahme, die man so hat?
sei es jetzt so eine alevitische Musik oder auch so eine Sasa-Musik aus Dersim. Was war das Älteste, was ihr gehört habt? Also die älteste alevitische Aufnahme, die ich kenne, ist aus den 50er Jahren. Das haben die Kurt und Ursula Reinhardt. Das ist irgendwo, weiß ich gar nicht mehr, wo das war, Osmaniye oder sowas in der Gegend, also weit weg von Dersim. Danach haben die Leute aus dem Dorf den Musiker irgendwie so ein bisschen angegriffen. Das kannst du hier nicht singen und das sind Ausländer und so. Das gab Ärger. Okay. Aber das ist irgendwie so die früheste. Es gibt also von Sadus Hüseyin die Aufnahmen, die sind ja nicht veröffentlicht. Also man kennt die zirkulieren so, aber so ganz richtig untersucht ist das nicht. Der Arsonar, der war 37 in Dersim, aber der hat keine Aufnahmen gemacht, sondern direkt in Noten geschrieben. Und der hat sie alle auf Türkisch aufgeschrieben. Und da weiß man nicht, war das wirklich Türkisch oder hat er das einfach übersetzt, weil das damals eben gefährlich war, das in nicht-türkischen Sprachen zu veröffentlichen oder nicht möglich war. Und er hat auch nie dazu geschrieben, das ist jetzt ein Deisch und das ist religiöse Lieder. Aber seine Informanten waren Dedes. Und insofern ist schon klar, das sind eigentlich Deisch und möglicherweise hat er die übersetzt. Aber da gibt's nur die Noten. Und was jemand also vor 70, 80 Jahren in Noten geschrieben hat, ist so eine Sache. Also wie hat das wirklich geklungen, weiß man dann nicht. Die ältesten Dersimer Aufnahmen sind sehr, sehr spät. Also in der ganzen, so die frühen Feldforscher, also es gibt so die ältesten kurdischen Aufnahmen sind von, ich glaube 1904 oder sowas, hat mal irgend so ein deutscher Archäologe was aufgenommen, in der Nähe von Gaziantep oder so. Aber in Dersim waren diese Ausländer nicht, weil das noch gefährlich war und dann war es eben Aufstand, also die Massaker waren da und dann konnte man da nicht hin und so. Also Peter Bumke war möglicherweise der erste Ausländer, der da jetzt wirklich war, in den 70er Jahren, genau. Also sehr spät. Und die ältesten Aufnahmen sind vermutlich die von Sasan in Deutschland, also die halt irgendwie wie Zülfü Selcan, das war einer der ersten. 80er, 90er. 70er Jahre, sagen wir mal, da haben sie die ersten Aufnahmen gemacht, so einfach nur für sich, das war nicht kommerziell. Für Dersimer Musiker gab es keine kommerzielle. Das ist die Plattenindustrie in Istanbul, also Unkapanı, ne, und so, die ist natürlich älter und so, aber das war rein türkischsprachig. Und auch die ersten Arabesk-Sänger oder so Hage Bulut, der ist ja Baba Mansurlu, genau. Ja. Aber Mansurlu eigentlich aus einer alevitischen Familie, die haben natürlich nur türkisch gesungen, sonst hätten sie einfach, Karriere wäre beendet gewesen sofort. Und das ist dann vor allem durch diese die Deutschländer, also die Leute, die in Deutschland gelebt haben, die haben das für sich gemacht. Dann wurden die Kassetten in die Türkei gebracht, dann hatten sie erstmal so vertrieben. Die haben Kassettenrekorder in die Türkei mitgebracht oder die erst haben noch so große Tonbandgeräte. Dann wurde mehr oder weniger heimlich aufgenommen und dann haben die Musiker gemerkt, das ist ja eigentlich ganz gut, wenn die Kassetten so, dann kennen die in Dörfern meine Musik, obwohl ich da noch nie war. Und dann wird das professioneller, dann merkt man aber, eine Aufnahme muss auch gut gemacht sein, dann kommen die ersten Studios, dann also wird es immer besser gemacht und so. Kann man nicht auch froh sein, dass die heutigen Musiker, wie Mika Aslan zum Beispiel oder Ahmet Aslan oder auch Metin Karaman, dass die wirklich dann ihre Feldforschung gemacht haben, dass die halt die Lieder dann auch aufgeschrieben haben und das dann wieder neu musikalisiert haben. Genau, also es gibt die Kultur da nicht eher gerettet auch dann irgendwie. Genau, es gab halt diese Leute, die halt so lokal Musikaufnahmen gemacht haben. Und die gibt's nicht nur in Dersim, die gibt's eigentlich also vor allem unter den Minderheiten. Also ob das nun Araber sind oder Kurden oder Aleviten oder was weiß ich. Da haben ganz viele lokale Forscher, ob jetzt nun Musiker oder Lehrer oder so, haben Musik aufgenommen, weil die wussten, der Staat assimiliert uns, diese Lieder gehen verloren, ich muss die jetzt sammeln. Und jetzt ist das Absurde, dass man ganz viele von diesen Sammlungen hat und private Archive und die sind aber auch wieder verschlossen. Die staatlichen sind verschlossen, die privaten auch. In der Pandemie hat sich es ein bisschen geändert, weil so die ganze Welt ist online gegangen. Und seitdem ist unheimlich viel jetzt bei YouTube oder so möglich zu hören. Aber die großen Archive sind immer noch eigentlich verschlossen. Und was fehlt, ist irgendein Archiv, dem man traut. Ja? Es gibt alle möglichen Leute, die immer sagen, wir müssen jetzt ein Dersim-Archiv gründen, wir müssen jetzt ein alevitisches Archiv gründen. Und die Leute geben ihre Sammlung dahin nicht. Wo soll das Archiv sein? Eigentlich, das ist sehr teuer. Man braucht also diese ganzen Sammlungen, da braucht man 50 Leute, die da jahrelang dran arbeiten. Einen Katalog zu machen, ist echt aufwendig. Also man, das zusammen auch. Ja, und dann zusammen, dann sind die Leute zerstritten und der eine sagt, es muss ein Sasa-Archiv sein, die anderen sagen, es muss ein alevitisches Archiv sein, die dritten sagen, es muss ein Dersim-Archiv sein. Und wenn man dann sagt, dann lass doch einfach Ostanatolien oder macht es irgendwie ganz allgemein oder Musikarchiv und so. Es gibt dann immer Streitereien und ich habe das auch eine Zeit versucht. Und dann, wieso sollen wir unsere Aufnahmen den Deutschen geben? Stimmt ja auch, also kann ich verstehen. Aber das Ergebnis ist, es gibt kein Archiv. Ja. Jeder macht dann sein eigenes Archiv und das funktioniert nicht. Und wie gesagt, inzwischen ist viel online und manche von diesen Sammlern haben ja auch dann Musikern ihre Aufnahmen gegeben. Also Ayno Doğan oder so, die haben ihre Aufnahmen von solchen Sammlern wie Haberton Cengi oder was weiß ich, so eine Leute.
Und dann singen die wieder. Und das hat dann dieses Dersim-Revival ab den 90ern ausgelöst. Also angefangen eben mit der Dersim-Gemeinde in Berlin und dann gab es ja mehr Vereine. Und dann eine Zeit lang waren Musiker aus Dersim ja total in Mode und die sind ja alle berühmt geworden. Mikael und Aslan, Ahmed Aslan, Metin Kemal und so. Ich meine, Kalan-Musik war ja auch ganz vorne mit dabei gewesen, was das Kalan, angeht. genau, Hasan Saltik ist ja auch aus Dersim. Und der Name Kalan ist ja auch irgendwie ein alter Name für. Ja, das war der alte Name von Tunceli gewesen. Und so, also eine Zeit lang war das super beliebt und es sind 1000 Bücher erschienen über Utusekis, also die Massaker von damals, über Alevitentum in Dersim, über Kultur in Dersim und so weiter. Und jetzt hat das wieder nachgelassen, jetzt ist es halt nicht mehr so beliebt und die Mode ist vergangen. Du hast ja vorhin erwähnt und das hast du auch in deiner Arbeit geschrieben, dass zum Beispiel jetzt zum Beispiel ein Jam in Tunceli, dass dann eine standardisierte alevitische Jam durchgeführt oder Musik auch durchgeführt wird. Und ich frage mich, wie es dazu kommen kann, weil Tunceli, also Mamleki ist halt eine kleine Stadt, da kennt wahrscheinlich auch jeder jeden. Und man ist ja mit der Kultur auch irgendwo aufgewachsen, dass sie aber dennoch das Allgemeine genommen haben. Das ist ein langer Prozess. Also das ist nicht nur, man sagt heute schnell, das ist alles wegen 38, wegen der Massaker, aber das stimmt nicht. Das hat natürlich schon, das war der Einschnitt und das große Trauma der Region, das ist schon klar. Aber danach sind Leute umgesiedelt worden und zwar auch gezielt so die Stammesführer, die Ashiret-Führer und auch die Dedes. Aber es gab danach immer noch Jams. Der nächste Einschnitt war dann in den 60er Jahren, als so vor allem mit Lehrern, türkischen Lehrern, die haben halt diese linken Ideologien dahin gebracht, nach Dersim, nach Varto, nach Koçgiri. Und dann gab es auf einmal, Religion ist Opium fürs Volk. Und diese Linken, also Peter Bumke schreibt das in seinen Erinnerungen und in seinen Aufsätzen damals, die sind gegen die Dedes vorgegangen. Ihr nutzt die feudalistische Struktur. Meine Eltern, meine Großeltern erzählen das ja auch. Genau, das war der nächste Schnitt. Und die Dedes, die alten Dedes sagen alle, die Linken haben uns kaputt gemacht. Ja, da ist schon was drin, also gebe ich Ihnen auch recht. Und der Staat dann auch, dann kommt 1980 der Putsch und natürlich wieder mal gegen die Aleviten, gegen die Kurden, gegen die Sasa-Sprecher und so. Es eins nach dem anderen, dann Migration in die Städte und auf einmal kann man keine Jams mehr zu Hause machen, weil die Nachbarn sind Sunniten und da kann man Ärger kriegen. Also verschwindet das. Der lebt aber nicht mehr im Nachbardorf oder so, sondern der lebt irgendwie in Hannover inzwischen und so. Und dann in Europa wird es dann noch schwieriger und dann ist man in einem Stadium, wo also die alte Tradition nicht mehr da ist, nicht mehr funktioniert. Und dann also mit Madimak natürlich, mit dem Massaker in Sivas, gibt's dann wieder so eine Revival-Bewegung und jetzt müssen wir was machen und dann entsteht so ein urbaner Alevitentum. Und dann, gerade in Europa ist dann so, dann sitzen die Leute zusammen, lass uns einen Jam machen. Und der eine ist aus Tokat, der andere ist aus Dersim, der dritte ist aus, was weiß ich, Sivas. Und der sagt, Moment, aber wir haben die Jam mal so gemacht. Und sagt, nee, wir haben es aber so gemacht. Dann müssen die sich einigen. Und dadurch entsteht eine Standardisierung. Und dann kommt irgendwann ein Moment, wir brauchen jetzt kommen die Sunniten mit Religionsunterricht, dann brauchen wir einen alevitischen Religionsunterricht. Dann muss jemand ein Buch schreiben. Wie geht denn der Unterricht? Das ist unvermeidlich. Also das Dorfleben gibt's nicht mehr einfach. Und dann entsteht so ein urbaner, moderner Alevitentum. Und das ist halt anders. Wie findest du das persönlich, das moderne Alevitentum heute? Weil, wie gesagt, es war war unvermeidbar gewesen, dieser Prozess, der muss auch kommen. Was soll ich sagen? Ich komme aus Deutschland, ich bin in Deutschland groß geworden, ich bin gebürtig nicht Alevite. Ich hätte keine Chance gehabt, im alten Dersim in so einer Jam teilzunehmen. Heute, diese Leute sind offen, die sagen, ja, kannst ruhig, kein Problem. Also dafür bin ich dankbar. Undenkbar gewesen wäre. Genau, das wäre nicht möglich gewesen und ich glaube, es ist unvermeidbar. Das geht nicht anders in der Großstadt. Und es ist schade. Ich suche auch nach den alten Dedes und die beeindrucken mich mehr als diese standardisierten, die als so wie Politkommissare dann irgendwie so flammende Reden halten. Finde ich langweilig. Vielleicht kann man auch so sagen. Also wie gesagt, die Musik hat gewonnen durch diesen Prozess. Musik ist unglaublich anspruchsvoll geworden. Also gerade so jüngere Generationen, die heute ihre Alben produzieren, Live-Musik ist toll, einfach besser. Jetzt kann man so gucken, Johann Sebastian Bach, der hat Musik für die Kirche geschrieben, nur für die Kirche. Es war rein religiöse Musik, Kantaten oder sowas. Die wurden auch nur in der Kirche gespielt. Dann irgendwann ist das in die Konzertsäle gewandert. Und die Musik ist zur Konzertmusik geworden. Die Instrumente besser, die Musiker besser und so weiter. Und gleichzeitig ist in den Konzerten sind quasi Tempel entstanden. Wenn man heute in so klassischen europäischen Konzertsälen geht, dann darf man nicht mal husten, sondern sonst guckt einen einer böse an. Du sitzt da eigentlich wie in einer religiösen Zeremonie und betest die Musik an. Die Musik ist das Spirituelle geworden. Und das ist in der Musik, auch bei alevitischer Musik so. Wenn du Arif Sağ-Konzerte hast, das sind ja mit diesen langen Atschisch, das ist ja, du spürst die Religion.
Da ist kein Dede mehr, kein Gülbenk mehr, es ist ein Konzert. Aber dieses Konzert hat diese Funktion übernommen eigentlich. Und das hat man heute bei auch Ahmed Aslan zum Beispiel ist so einer. Der macht keine Ansagen mehr, hält keine Reden, der lehnt das ab. Und der arbeitet aber so lange am Klang. Der hat alle Seiten weltweit ausprobiert inzwischen für sein Instrument und macht das so fein. Und diese Klangtechniken, die der benutzt, diese Spieltechniken, die hat es früher nie gegeben. Das ist ein ganz anderes Level. Und dadurch hat man inzwischen so eine Klangwelt, die ist quasi religiös. Der ist kein Dede, der wird das nie von sich in Anspruch nehmen. Aber man hört da aufmerksam zu, ist total leise, weil man sonst den Klang gar nicht mehr mitkriegt. Und das ist eigentlich eine neue Form von Religiosität geworden, glaube ich. Findest du das gut oder schlecht? Das finde ich gut. Also mir tut's leid um das Spirituelle in der Religion, aber diese Musik. Also die Religion entwickelt sich ja weiter und man muss halt auch diese Entwicklung hinnehmen, dann, dass das bei uns so gekommen ist. Ich lebe auch in einer Großstadt. Ich habe mal gedacht, kann ich in Dersim leben? Ich kann es nicht. Ich bin ein Großstadtmensch. Und ich gehe aber in Konzerte und ich mag diese Hochqualität-Musik, diese ganz filigrane Musik. Und wenn ich Auto fahre, höre ich auch irgendwas anderes. So, oder wie wenn ich im Flugzeug sitze mit Kopfhörern. So. Aber in Konzerten will ich so eine Musik hören, wo ich merke, der Künstler, der meint's ernst. Der hat sein Leben dafür gegeben. Der forscht über die Klänge, über seine Spieltechnik, über seine Stimme. Und das ist das, was ich liebe. Also welche Gedichte, hat dich am meisten beeindruckt? Ich habe mich mit den Texten kaum beschäftigt, muss ich echt so Resalet. Also ist peinlich, aber ist so. Ich meine, ich verstehe inzwischen genug Türkisch, ich kann die auch verstehen so, aber ich bin eigentlich Ohrenmensch, ich höre eigentlich nur. Also die Texte, es gibt wirklich schöne Texte, aber kann ich nicht viel zu sagen. Habe ich nicht geforscht und manche Lieder mag ich lieber als andere, so wegen den Texten, aber eigentlich ist es die Musik für mich das Entscheidende. Hast du dann auch einen Lieblingsdichter oder dann auch eher weniger? Nee, Dichter habe ich keinen Lieblingsdichter, kann ich nicht sagen. Okay. Also die Texte sind für mich wirklich nicht das Entscheidende. Okay. Dürfte ich sagen, dass wir durch sind? Ich danke dir auf jeden Fall für alles. Willst du noch gerne noch etwas sagen? Ich danke dir. Ich danke überhaupt. Also ich habe viel gewonnen bei dieser Forschung. Es ist ganz viele Sachen habe ich gemacht für die Forschung, aber eigentlich war es eine Ausrede. Also eigentlich bin ich in Dersim zu diesen ganzen Ziarets hingefahren. Und es war für mich auch eher eine spirituelle Reise. Und Musikforschung ist immer eine gute Entschuldigung, um mit Leuten zu reden. Ich muss nicht über Identität und Politik reden, da sind die Leute vorsichtig. Aber wenn ich über Musik rede, ist jeder offen. Und ich habe so viel gelernt von so vielen Musikern, so vielen Menschen. Und dafür bin ich total dankbar. Willst du noch etwas den Alvik noch auf den Weg geben oder den Leuten aus Dersim? Ich kann nichts auf den Weg geben, ich habe genommen. Also muss ich leider sagen, ich habe echt viel gelernt, ich kann nicht viel geben. Ich kann nur sagen, das habe ich gelernt und das habe ich erfahren und deswegen schreibe ich diese Bücher, aber nicht, weil ich irgendwas besser weiß, sondern das ist so der Blick von jemand von außen. So, und ich hoffe, dass es irgendjemand interessiert, aber ich habe viel gelernt. Danke. Super, ich danke dir. Ich danke.